dass es einfach funktioniert. Und bitte nicht der Stream abkackt. Das war eine richtig gute Sache. Das war eine richtig gute Sache. Jetzt warten wir erst mal ganz gemütlich drauf, ob YouTube anspringt. Gemütlich drauf. Da schau ob YouTube anspringt. Da schau. Schmidi! Nee! Viel Glück, dass es geht! Genau das! Hab merkst du dir! Habe! Ah ja, der Pipi auf dem Hirn! Warum hat denn der Pipi auf dem Hirn? Weiß ich nicht! Habe die Ehre miteinander! Ich bin's, der Biergarten an einem zauberhaften, sprichwörtlich zauberhaften Mittwochabend. Ist immer gut. Hogwarts-Stream ist immer gut. Kann ich mir als Erwachsener, zumindest auf dem Ausweis, mit dem Harry Potter-Kostüm verkleiden, das ist gut. Das gefällt mir. Ja, alles erreicht im Leben. Daumen nach oben. Very nice, very good. So, Titel und Spiel! Oh Gott, wieder was vergessen. Ja, ich habe andere Sachen im Kopf gehabt. Ich habe mich noch nicht einmal in Twitch eingeloggt, Alter. Jetzt weiß ich es auch wieder. Ja, da müssen wir kurz durch. Da müssen wir kurz durch, bis alle da sind, weiß ich was ist. So, Twitch. Schluss! Nee! Ich lese gleich. Ich muss mir jetzt erst in Twitch einloggen. Warum erkläre ich gleich? Da. Ich nehme mir ein. Oh, das war falsch. Da schon wieder irgendwelche Mitglieder. Leute, chill die Kniescheibe. Chill die Kniescheibe. Die Kniescheibe soll chillen. Wo? Mann! SMS erneut senden. So. Leute, chillen. Wer war das? Andal, wie heißt du dir? Timmy, Chris noch daheim. Mitmachen. Hey, heute. Zack und Stunde weg. Ja, lachender Smiley mit geschlossenen Augen. Viele Grüße aus Wälder. Viechtag. Das Viechtag! Schöne Grüße zurück. Flo, mir. Leute, reißt euch heute zusammen. Es ist am Montag schon so dermaßen eskaliert, dass es jetzt spät ist. Muss das heute wieder sein? Ich weiß es nicht. Ich darf mich jetzt gerne auf Twitch einloggen. Hallo! Sicherheitscode 555 Nase. Da, wunderschön. Da, wunderschön. Oder kommt das einer von den Morgen? Ach Gott, der späteren. Also jetzt pass auf. Ich habe einen neuen PC. Pass auf. Metamoa. So. Was soll ich jetzt dazu sagen? Das Bar Bürgerwehr Prozente gibt gleich mal einkauft. Ja, gleich mal einkauft und nur einen 50 hinten neu geschoben. Keine Ahnung, weil sehr wurscht. Was ist mit dir? Jetzt lass mich fertig tippen. Ich lese gleich nach. Hogwarts Legacy, was so. Hogwarts Legacy, so, wunderschön. So, nochmal von vorn. Langsam, Schnutzelpurzelchen. Flachwitz des Tages. Woran merkt man, dass die Polen im Weltall waren? Den großen Wagen fehlen die Polen haben übrigens auch einen Marathon erfunden. Die gehen zu Fuß ins Bad und fahren mit dem Radl wieder heim. Sagt gut. Ja, gut. Ja, der ist ja Weltklasse, der ist uralt, aber egal. Schickslixten, das Meister, kannst du mir aus der Arbeit auszaubern? Warte, ich probier's. Simsalabliert, machst du den Schickslixten in der Arbeit nicht. Hex. Ist gegangen? Ich glaub schon. Tschüss jetzt! Maxi! Merci! Ich muss noch andere Sachen vorlesen. Es tut mir leid. Sie haben es auch gesehen, der Biergewehr-Prozent, ich will gerne Austrian, ganz großes Dankeschön, wir fucking immer, was er sehen. Hör auf damit! Leon! Kubaner Sepp, friss mein Geld, muss in 5 Stunden aufstehen, viel Teufel! Sabrina! Nice Mitglied! Gibt's immer noch Mitgliedschaften umsonst, ich weiß nicht. Sapsen! Da was hingehört! Welcome to the Squad! Habe die Ehre, Sabrina, ab in den Chat, wenn ihr mitmacht. Der Land wieder extrem an. Ohrkatzelkopf. Am ausgestopften Holzbredel an der Wind. So, Ohrkatzel, habe die Ehre, Magic Bier gelassen, hat fleißig Federn fliegen und Schokofröche, nicht vergessen. Frösche wahrscheinlich. Kevin, merci für den Resub. Ohrkatzel, merci für den Resub. Merci Max für den Resub. Küsschen aufs Nüsschen. Chill die Kniescheibe! Chillt mal die Kniescheibe. So, folgendes. Dankeschön. Neuer PC. Gestern getestet mit Windows 11. War ganz nett. Erster Eindruck war ganz nett. Dann kackt's Headset umeinander. Dann startet Hogwarts Legacy überhaupt nicht mehr. Zu wenig Video-Memory. Hab ich mir gedacht, ja genau, Alter, da steht, weiß ich nicht, in dem Scheißkasten ist eine Ferrari-Grafikkarten drin. Verzeih mir, du kannst Scheißdreck nicht von wegen zu wenig Memory. Keine Ahnung, entweder ist es Spey oder Windows 11 oder beides in Verbindung. Ich habe keine absolute Ahnung. Dann bin ich hergegangen und hab mir gedacht, weißt du was, leck mir am Arsch. Hab nochmal formatiert, jetzt bin ich wieder auf Windows 10. Es läuft alles butterweich, genauso wie es soll. Herr Richter, grüß mal bitte nochmal Lukas Klettke. Der hat das letzte Mal nicht zugeschaut. Ja, was ist denn aber auch für ein Behinderter? Luki,
Da kannst du nicht grüßen, wenn du jetzt zuschaust. Was machen das für einen Sinn, du Affenarsch? Schöne Grüße vom Endstille Sepp. Nein, nicht vom Endstille, vom Maurice. Ich finde da irgendwie lustig, dass ihr über den ganzen Namen schreibt. Schreibt am besten nur die Adresse und Postleitzahl dazu, damit nichts passiert. Merci. Endstille Sepp. Bei der ganzen Aufregung in einem PC darf man aber nicht vergessen, grau ist das neue Schwanz, das ist richtig. Grau ist das neue Schwanz. Ja, und braun ist der Hirnschwanz. So, merci dir. Wolfreak, merci für den Smiley, merci für den Küsschen aufs Nüsschen. Dankeschön. So, ja. Was gibt's da noch dazu zu sagen? Lustige kurze Geschichte. Da war ich nämlich sehr empört. Hab dann Windows 10 installiert wieder. Hab alles eingerichtet. Und hab dann mal Hogwarts Legacy gestartet. Und ich darf einfach nichts erzählen. Das ist einfach Noch schneller Info für PS5-Zocker. Discord ist da. Das kriege ich natürlich nicht mit. Ich hab keine Playstation. Seit wann? Seit heute, oder was? Heißt, Consoleros haben jetzt auch Discord. Ihr habt sicher sehr viel Spaß beim Tippen. Das macht sicher sehr viel Spaß. Also ihr habt natürlich eine Tastatur drauf. Ist eh klar. Weiß es was ist. Ja, ich habe einen Discord-Server. Das heißt, jeder willkommen. Da schreibe ich jetzt einmal Ausrufezeichen Discord in den Chat. Da ist der Link. Und dann noch ab eine mit euch. Ich weiß nicht, was noch war. Nein, jetzt nicht du auch schon wieder. Na bitte Herz mit die 50er auf. Bitte. Mias Madu weiter Macha wo ma afgört hen. Na! Ich hör's das sowieso nicht auf. Ich nehme es jetzt einfach mal dankend an und schau, was passiert. Freier, das ist maßlos übertrieben, du weißt es selbst. Dankeschön. Den nehme ich und kauf mir 2 Kasten Bier davon. 2 Kasten Gustl oder 1 Kasten Gustl und eine Flaschen Captain Morgan. Das ist mein Plan. Ist es okay? Ist es gut investiert? Weiß nicht. Ganz Nussi einfach, aufs Nussi, Dankeschön. Frauen zu finden, Wolfreak! die freiwillig Witzeschmiede. das gleiche Outfit anziehen, ist schwierig. Muss ich nochmal vorlesen, weil das hat wahrscheinlich keiner gehört. Warum gibt es so wenig Frauenfußball? Ganz einfach. Frauen zu finden, die freiwillig das gleiche Outfit anziehen, ist schwierig. Es sind wirklich... Kann mal wenigstens irgendjemand probieren, gute Witze zu erzählen? Das war eigentlich Top-Witz des Tages oder so. Der wirklich, da wo ich sage so, ja. Zum Beispiel, warum gibt es so wenig Frauenfußball? Sagen wir es einfach, wie es ist, weil Frauenfußball ist, als da die F-Jugend zuschauen. Das will niemand sehen. Entschuldigung. Warum bin ich immer der Einzige, der sagt, wie es ist? Weiß ich nicht, lass doch mal die deutsche Frauennationalmannschaft gegen die A-Jugend von Dingelfing spielen. Sag ich dir, aber es ist die gewinnen 18-0. Dingelfing. Ich raste aus! Nasenmann, es ist zwui und du wo hast das? Schimpf nicht. Verdammt. Halt neu live dabei und Chor Nachschausquest. Das muss auch mal sein. ganzen Doc-Show auf den Hogwarts-Stream gefreit. Fragezeichen? Uli Ich Schwarz. schon. Viel Spaß euch alle mit dem besten Streamer. Der beste Streamer ist ein bisschen... Fühlt sich gut an. Hier in dem Herzen. Fühlt sich gut an. Sehr gut sogar. Aber es ist zu übertrieben. Danke dir. Bussi aufs Nussi. An die Wand. Nochmal. Servus! Mein Leidensgenosse der Schmatz- und Essgeräusche. Ich hätte heute fast erkannt, offen sein Teller ins Gesicht gehauen, weil er so ekelhaft sein Maul nicht zumachen kann. Das ist das Schlimmste. Da haben wir schon einmal drüber geredet, das ist was, das weckt Aggressionen in mir, wenn jemand das Maul aufmacht beim Fressen. Oder ich bin ja so empfindlich, dass sogar wenn der Mund zu ist und es ist absolute Stille und man kaut und man hört das Geknautsche im Mund, dass ich da schon grantig werde. Das ist manchmal sogar schon so weit, dass man mein eigenes Geknautsche in meinem Maul drin hat. Ich mache meinen Mund deswegen auch sehr gewissenhaft zu beim Essen. Natürlich fährt man vielleicht auch mehr Schmatzer aus Versehen, um Gottes Willen, da stirbt ja keiner. Dass man sogar das auf den Sack geht, dass ich mir selber eine aufs Maul hauen möchte. Und dann lieber Hunger habe, anstatt dass ich was isst. Ich weiß es auch nicht. Zum ersten Mal gechattet, ich habe zufällig gerade einen Twitch-Chat auf, weil ich mir gerade zum ersten Mal eingeloggt habe am nagelneuen Rechner. Kefter Sepp, Hogwarts of the Forest, oder wie? Weiß ich noch nicht. Ich habe übrigens ein bisschen weitergespielt. Wie schon eigentlich angekündigt. Ich habe ein paar Sidequests gemacht. Also wirklich die Side-Quests, was eigentlich immer noch
was immer noch ja, Tutorial-Quests sind. Oh, mein Windows 11 Story, ja. Mein Charakter ist weg. In Hogwarts Legacy. Der war weg. Ich nehme gleich wieder, nicht, dass er alle jetzt daheim hocken und was der wir dann heute fangen wir wieder von vorne? Nein, natürlich nicht. So. Charakter war weg. Lustigerweise, ich habe formatiert, hab's Windows 11 installiert, gestern, dann war's da. Also dann war der Charakter da. Na gut, das weiß ich nicht, so weit bin ich gar nicht gekommen. Dragon Cry! Doch du bist der beste Streamer. Und jetzt wird mit dem Zauberstab zerpimmelt. Auf gut Deutsch gesagt, mit dem Pimmel zerpimmelt. Merci dir, es ist zu... Leute, jetzt chillt die Kniescheibe, ganz ehrlich. Chillt die Kniescheibe, ist gut, jetzt ich dazu gerne erzählen und dann fangen wir bitte zum Spiel an. RTX on! FPS alle! So, ich fang schon mal an zu... Weißt du, jetzt fängt halt er schon wieder an. Jetzt kommt halt, weißt du... Nein, nicht! Ich sag das, was ist. Mit den 2 Streams in dieser Woche hat sich der verdammte PC schon wieder refinanziert. Ich weiß auch nicht, was ich sagen soll. Timmy Boy, nein, ist nicht übertrieben, bist der Beste. Ist ja auch einfach widerlich. Ich verstehe diese Leute nicht, die sich extra Videos anschauen, wo so geschmatzt wird, weil es drauf steht. Ah, du meinst so, wie heißt die? ASMR-Videos meinst du? Ja, ich weiß, was du meinst. Da pack ich ja überhaupt nicht. Da gibt's extra so Mikrofone mit Ohrwaschel drauf. Da wo dann irgendwelche Tussis im Bikini an die Ohrwaschel ohne schleckern. Ich sag ganz ehrlich, das sind ja lauter geistig Behinderte. Ich weiß nicht, wer da Behinderte ist. Die wo in das Ohrwaschel schleckt oder die Typen, die sich das anschauen und wahrscheinlich an wichsen. Keine Ahnung. Kubala Sepp! Weil's schon wurscht ist! Kubalat Motherfucker! Weißt du was, ich krieg die Tröte, weil es mir wurscht ist. So, rest in peace, Mr. Headphone User, weil ein neues Mikrofon brauchen wir sowieso auch irgendwann. Kubala Sepp, ich weiß, zu dir sag ich nichts mehr. Was? Bitte, bitte. Hören wir jetzt auf mit den goldenen Rahmen, das war super. Jetzt hören wir generell auf zum Donations mal. Ich darf nämlich gerne was erzählen. Habe ich das Spiel überhaupt schon gestartet? Nein, das machen wir jetzt und dann erzähle ich es währenddessen. Hansi, merci für deinen Zwickel. Bastel, merci für deinen Resub. Derry Birger wünsche dir einen zauberhaften Stream, den wünsche ich euch. Ich hab sowieso einen. Hallo, ich sitze in Hogwarts-Uniform da. Ich hab Spaß. Was ihr draus macht, ist eine Sache. Hansi, habe die Ehre, ich bin eigentlich wieder live dabei. Hab die letzte Woche aussetzen müssen, weil 6 Tage Uniklinik. Gute Besserung, was auch immer los ist. Wegen einem Tumor am Unterkiefer. Hätte ich vielleicht mal schnell weiterlesen sollen. Ich glaube, ich bin jetzt der Chef vom Nachschau-Squad. #Mercy. Da brauche ich mehrere Kommentare unten drunter. Nachschau-Squad, gute Besserung. Ich hoffe, es fällt nichts. Der Tumor ist wahrscheinlich ekelhafter und miserabler und Hardcore-Shit. Ich mag mich gar nicht versuchen, hineinzuversetzen. Tizian! Schöne Grüße aus dem Krankenhaus! Bussi aufs Warum sitzt denn alle im Krankenhaus? Jetzt kommt ihr nicht. Halt sein Maul, jetzt ich flippe aus. Wenn wir nicht vom Fleck kommen. Ist ja eh wurscht. Freilich haben wir so. Weiß ich nicht. Ich merkt eigentlich irgendeiner, dass alles die teurer wird und so. Ihr nicht, gell? Ihr merkt es nicht. Alles ist irgendwie teurer geworden im letzten Jahr, aber irgendwie ist das alle wurscht. Ich weiß auch nicht. Oh, Katzel, merci dir. Ich scheiß einer mehr ein gut, um den nicht gekauft, kauft auch Kisten Gustl. Kann ich mir schon 25 Kisten Bier kaufen? Ist ja so, du bist jetzt der Letzte, weil sonst wären wir nicht fertig. Ich bin narrisch. Merci. Dankeschön. Michael, jetzt ein sehr Bier, ein geiler Stream. Babytröte gibt's leider nicht mehr, die ist leider da reingerost. Hilft nicht. Oh, Katzel, merci, Verb. Männer, es tut mir leid, aber ich mag hier einen Bürger beim Spulen zu schauen und mir nicht euren Spendenmarathon geben. Werft euer Geld bei hungernde Kinder aus. Das ist... Mehr sag ich jetzt da nicht dazu. Ja, seht ihr, Alerts sind jetzt aus. Wir schalten jetzt in uns kriegen Vogel. Ich hoffe, es funktioniert alles. Da, übrigens, ja, wie Sie sehen, sind sie nichts, aber das war schon immer so. Oh, oder habe ich das noch nicht eingestellt? Doch, habe ich schon. Da sind wir. Jetzt muss ich bloß noch mal schnell schauen. Ich glaube, RTX ist nicht an. Doch, RTX ist an. Das ist alles auf Ultra. So, wie Sie sehen, sehen Sie, dass mein Charakter nicht mehr Biergalf der Graue heißt, sondern Testomat. Folgendes ist passiert. Ich bin später gegangen. Charakter weg. Da habe ich mir gedacht, das ist jetzt nicht dein Ernst. Gott sei Dank habe ich mir die Safe Game Ordner alle ausgezogen
und hab's da gehabt. Dann habe ich Folgendes getan. Vielleicht hat irgendjemand noch das Problem. Falls du deine Safe-Game-Dateien noch hast und dein Charakter ist aus unerklärlichen Gründen weg, man Steam Cloud fuckt auch gerne mal ab. Achtung, how to Hogwarts-Charakter wieder erstellen. Jetzt mal so was. Du gehst ins Spiel, machst einen neuen Charakter. Okay? Spielst das Intro. Ja, da kommen ein Haufen Cutscenes, bla bla bla, bis du zum ersten Mal dich bewegen kannst. Geht relativ schnell, kann man ja alles überspringen. In dem Moment macht das Spiel den ersten Autosave. Das heißt, du gehst dann im Spiel auf Escape, gehst auf Laden und dann hast du da 2 Spielstände. Das ist einmal der letzte Spielstand und einmal halt ein fester Spielstand, das sind deine beiden Autosaves. Die klangst du nicht an, da klickst du nicht drauf, da machst du gar nichts. Dann gehst du außer und suchst den Ordner von deinen Safe Games. Das findest du bei Google, wo dieser Ordner ist. Der ist irgendwo in App-Data, User, App-Data, Local, Roaming, Hogwarts Legacy, Saved und dann Safe Games oder so. Und dann nimmst du die Datei, deine richtige Datei, wo du weißt, das ist mein Safe Game von meinem richtigen Charakter, kopierst das in den Ordner ein, weil, wenn du das Spiel zumachst und es da eine kopierst und wieder startest, überschreibt dir Steam Cloud deinen richtigen Spielstand. Geht also nicht. Spiel bleibt laufen. Gehst auf Laden, kopierst die Datei da rein, löscht die Autosave-Dateien und benennst deine Datei, so wie die 2 Autosave-Dateien geheißen haben. Also einmal so und einmal so, kopierst du zweimal rein. Dann bist immer nur im Spiel drin. Gehst auf Laden und drückst auf eine von den Autosave-Dateien. Okay? Da steht der falsche Name dort, da steht der falsche Spielzeit dort, der falsche Charakter, der falsche alles. Drückst auf Laden, Spiel Lot, flupp und du stehst mit deinem Charakter da. Der dann aber leider Gottes, wie man da oben sieht, so heißt wie der Charakter, den du dir erstellt hast beim Neuanfangen. Haben wir das einigermaßen verstanden? Ich weiß nicht. Halt dein Maulbürger Fango. Aber ich weiß, auf alle Fälle, Hackerman. Bürger 1, Spiel 0. Da sind wir, Freunde der Sonne. So, 144 Frames auf fucking Anschlag. Mein Grafikkarten wird übrigens nicht erster wie 85 Grad ungefähr, wenn es auf volle Kanone läuft. RTX ist, wir können nachschauen, ist RTX so, ich bin mir nicht sicher, ob ich es ausgeschaltet habe oder ob ich es anlassen habe. Ich bin mir nicht 100%, man merkt es nicht ganz. Ich sag das, was es ist, man sagt nicht viel. Nein, muss gestehen, RTX ist aus. Egal! So, da sind wir nun. Hast du Safe Game genommen, so hast du umbenannt ihn, so funktioniert. Richtig, Hackerman. Sloptalk, merci für den Euro. So, Schluss jetzt mit Donations. Was habe ich gemacht? Ich habe ein paar Sidequests gemacht, aber wirklich nur die untersten. Eins habe ich übrig gelassen, das war das mit dem Besenfliegen, das wollte ich einfach nicht machen. Ich habe einmal, es waren nur so Bring- und Hol-Quests. Einmal so ein Accio-Spiel, wo man so die Kugeln herzaubern hat müssen. Dann ein Zauberstab-Duell im Keller unten. Was habe ich noch gemacht? Dann habe ich irgendeinen Zaubertrank von A nach B fliegen müssen. Habe auch nichts anderes mehr gelernt, außer dass es halt da jetzt einen Unsichtbarkeitszaubertrank gibt. Und das war's. Und dann habe ich was freigeschaltet bei den Herausforderungen. Pass auf. Herausforderungen bei den Aufträgen. Dort die Rüstung da. Schließe 6 nein, das waren nicht Hauptaufträge, das war's nicht. Was ist da unten? Nein, das war's nicht. Doch, dann was ist da unten? Ja, genau. Schließe 6 Neben- und Beziehungsaufträge ab. Also nichts Weltbewegendes, um Gottes Willen. Ich glaube, da wird keiner sterben. Handkerchief, sicherlich wieder falsches Timing. Hab lange nicht mehr gespielt, also Silence! I kill you! Handkerchief, ist übrigens schön, dass du immer noch da bist. Du bist wirklich auch schon lange dabei. Merci dir. So, sollen wir RTX einschalten? Ja, nein. Wurscht. Ich sag, dass es wurscht ist. Das sagt sowieso kein Mensch nicht. Zu was denn? Dann kackt wieder alles ab. Nein, das tun wir nicht. Scheiß drauf! Wir gehen weiter. Weißt du, was ich schon die ganze Zeit warte, jetzt bei so Wacht. Und zwar Unterrichtsstunde Tierwesen. Und da werden wir sofort einsteppen. Begib dich zum Unterrichtsraum für Tierwesen. Ich muss den Tierwesenunterricht bei Professor Howen besuchen. Und genau das werden wir mir tun. Scheiße, Waltix! Ich sag das, wie es ist. Du sagst nicht viel. Es kostet bloß Leistung und du merkst fast nichts. Kein Unterschied. Es gibt vielleicht auch ein paar Leute, die nicht wissen, was RTX ist. Raytracing. Was bedeutet... kann man sie zum Ausgang porten? Nein, kann man nicht. Gehen wir daher. Was ist RTX? Das ist ich kann es auch nicht genau erklären. Ja, ich bin so dermaßen drinstecker, tue ich dann auch nicht. Das ist eine bestimmte Art und Weise, wie Beleuchtung in Spielen funktioniert. Bei Raytracing verhält sich das Licht
realistischer. Das heißt, Reflexionen verhalten sie realistischer, wenn Licht zum Beispiel von Fenster einer scheint. Es berechnet im Prinzip Lichtstrahlen. Das tut es da nicht. Wie das da funktioniert und wo genau der Unterschied ist, das kann ich da auch nicht erklären. Aber es ist halt einfach realistisches Licht. Und es kostet halt einfach Leistung. Fertig aus Amen. So, da müssen wir mal warten im Kreis und dann passt es ein. Weißt du, ich müsste halt das Spiel wieder neu starten, jetzt, wenn ich RTX einschalte, weil man das nicht einfach einschalten kann. Und das darf ich mir gerne sparen. Und hernach kackt dann wirklich wieder alles ab. Ich habe alles ausprobiert. So, Schnauze jetzt zuhören. Sie haben schon einige der Tierwesen kennengelernt, die wir hier studieren. Man sollte diesen Kreaturen mit dem nötigen Ernst begegnen. Was ist diese? Gubbel. Sie sind alle auf ihre Weise gefährlich. Vor allem, wenn man nicht weiß, wie man richtig mit ihnen umgeht. Schau dir Anscheinend sind viele von ihnen aus der Übung. jetzt Gehen Witz, wir aber noch der einmal kann die sich ja selber- Grundlagen durch, Da ist ein wie man sich um ein Wuschelknädel, ich mag so einen Tierwesen Wuschelknädel. kümmert, ja? Miss Sweeting, würden Sie bitte unserem Neuzugang in Nein, der ich mag auch so einen heutigen Stunde Wuschelknädel. helfen? Ja, Professor Howen. Hallo, ich bin Poppy Sweeting. Keine Sorge wegen Professor Howen. Sie übertreibt In welchem manchmal. Moment komme ich drauf, dass ich Alle mein Tierwesen Kind hier Poppy sind nenne? ungefährlich. Miss Sweeting, passen Sie bitte auf. Die Zunge eines Knuddelmuffs hat es durchaus in sich. Knuddelmuff? Ja, Professor. Hier, du kannst an Gerald üben. Achte bloß auf seine Zunge. Na Gott, schau dir nur, ich mag ihn haben! Ich will ihn haben! Du kannst meine Bürste Gerald. benutzen. Ah, Sei Gerald sanft. ist ja seine Frau. Oh, und denk an was Schönes. Okay, was Ich ich? stell mir gern vor, dass es ihm dann noch mehr Spaß macht. Jetzt mal so wacht. Die Tierwesenbürste wird genutzt, um magische Tierwesen zu pflegen. Tippe auf T, geh zur Tierwesenbürste und zieh sie auf dein Zauberset, indem du Blub gedrückt hältst. Okay. Okay. Machen wir jetzt da einer, weil es wurscht ist. In unser zweites Zauberset, da ist Utility drin. Wie schön. Er fühlt sich sicher viel wohler. Ich glaube, er Warum hat einfach? Hunger. Warum Würdest du ihm einfach? etwas Tierwesenfutter geben? Ah, Tierwesenfutter schon wieder. Okay, Tierwesenfutter, das der wir da in die zweite Zauberleiste. Warum nicht? Da gibst du ihm ein wenig, weiß ich nicht, gibst du ihm. Ja, weiß ich nicht. Was Das denkst sind du, Holz, wonach das das sind Granulat Korken. für Gerald schmeckt? Ich hoffe nach Süßigkeiten. Mein Gott, schon wie Gerald er sich mag freut. dich. Da bin ich mir ganz sicher. Der ist so Das flauschig. freut mich. Er scheint sehr lieb zu sein. Das ist er. Güte ist eine Oh, seiner das besten ist Zeichen für männlich. Eigenschaften. Das ist übrigens richtig. Gleich nach Ich hab mich Ehrgeiz. vertan, um Gottes Willen. Und Reinlichkeit. Did you just assume it's gender? Gute Arbeit. Nun machen wir uns zu den Gehegen auf und wählen ein anderes Tierwesen. Und bitte, Ich mag aber den. Komm auf seien dem Sie Reiten. beim Füttern und Versorgen achtsam. Miss Sweeting, warum zeigen Sie unserem Neuzugang nicht die Kniesel im hintersten Die Gehege? Kniesel. Aha, schon. an die Auflauschig. Die Kniesel Oh, sind das hier schaut. drüben. Was ist denn das? Oh, lecker Miezi. So, schaut das aus wie eine Mischung zwischen einem Luchs und einem Skorpion. Knieselschnurrbarthaare sollten mir ein paar Knuts einbringen. Genug für einen Kniesel, Einkauf beim Schnurrbart, Haare, Honigtopf. Knuts. Was? Blödes Vieh. Zeig kein so Arschloch. Schau. Was machst du da? Du bist seltsam, Poppy. Sorgst dich wegen diesem blöden Vieh? Ihr Name ist Persephone. 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 Das ist echt nicht lustig. Haben wir jetzt endlich einen Slytherin-Arschloch getroffen, ja? Los, komm. Zeit ist geworden. Schau, das lang gewinnst, du Kackfrisur. Ah, Diese Katzenschnurren ist beiden einfach haben immer nichts in der berühmt. Nähe der Klasse zu Immer. suchen. Sammlung aktualisiert. Der Zukünftige Trick, Wilderer. Trick, Quackel. Persephone hat Irgendwas. sie sofort entdeckt. Bürste einen Kniesel, Danke für füttere einen deine Kniesel. Hilfe. Das können wir mal. Machen wir weiter. Bürsteln? Füttere und bürste die Kniesel Ja, so, wie ist du es aber mit ohne Gerald Bürstel. Die getan bürsteln hast. wir alle. Sag, was genau bringt man das eigentlich? Das Tier ist noch nicht zum Interagieren bereit. Warum nicht? Kniesel! Evil Kniesel, da ist nicht. Ich mag uns haben. Was genau hilft man das? Die Kniesel haben dich wirklich gern. Ja, ich bin ja Sie der erkennen Beste, einen das muss man guten wissen. Warum Genau. fuhren wir mir eigentlich alle vier mit Korken? Es scheint unsere Zeit Gibt's ist denn aber was abgelaufen. Gescheites, dann darf es schneller gehen.
Oder Bitte besser gehen. schließen Sie die Gehege und gehen Sie hinaus. Aber cool gemacht ist schon, Nun, mit der Bürsten wo hinzaubern, ist mit denn dem unser Futter davor hinzaubern und so. Neuzugang? Ah, da sind Sie ja. Ich würde Sie Aber gerne nee. sprechen. Sagst du übrigens, wie fucking flüssig das Spiel läuft. Ich glaube, das ist gleich ein Ständer in den Hosen. Vielleicht habe ich aber schon die ganze Zeit einen, wer weiß das schon. Sprich mit Professor Hedwig, habe ich Professor. was gelesen. Sie wollten mich sprechen? Ganz recht. Wie war Ihre erste Stunde in Pflege magischer Tierwesen? Unfassbar. Es hat Spaß gemacht. Tierwesen machen wir überhaupt nicht. Witze Wunderbar. streichen, hallo? Ich glaube, mir wird dieser Unterricht gefallen. Gut. Sie scheinen zu verstehen, dass Tierwesen unter der richtigen Führung eine maßgebliche Rolle in unserem Leben spielen können. Einige bieten uns Materialien voller magischer Kräfte. Das bringt Bei der später richtigen Ressourcen, schreibt der Pflege. Dragon Cry. Das bedeutet Hat man schon gedacht, auch, dass sie die nicht für irgendeinen ihre Sinn und Zweck Schnurrhaare muss zu ja haben. quälen. Sammeln oder als Begleiter, Das haben Sie keine übrigens Ahnung. gut gemacht. Überlassen Sie es aber das nächste Mal lieber mir. Ja, Professor. Die sind fast so schlimm wie die Rohlinge aus Rookwoods Meute von Wilderern. Leider sind wir es, die darunter leiden. Bei den Überall Untertiteln steht tote sogar noch dein alter Tierwesen. Name. Da habe ich noch gar nicht Eine aufgepasst. furchtbare Verschwendung. Sicherlich kann jemand die Tatsächlich, da Wilderer steht zur Bürgerhalm der Rechenschaft Graue. ziehen. Im Hauptmenü Das steht Ministerium Testament. vielleicht. Löffler Sepp! Wie Bürger der optimistisch von Kniesel. Ihnen. Der Aber Kniesel warum fürs konzentrieren wir Was uns ist denn nicht Kniesel erst einmal flüstern? auf das, was wir kontrollieren können? Guten Morgen, Bernhard. Professor Weasley bat mich, Merci, einige Lucky. Aufgaben Ander, vorzubereiten, dahin genommen die bei Ihnen der Konversation helfen ist geil sollen, zu den geblieben, gerade für- Fünftklässlern aufzuschließen. Halten Sie hab's Ausschau gerade nach gesehen. meiner Eule. Merci In der dir. Zwischenzeit rate ich Ihnen, sich Wissen über so viele Tierwesen wie möglich selbstständig anzueignen. Hey, hier drüben. Na los. Haben wir schon gedacht, das kann aber nicht, das ist ja eine Hauptquest. Das wird jetzt nicht alles gewesen sein. Aber es Brauchst fühlt du sich halt etwas, schon wieder Poppy? so nach Nochmals Tutorial-Quest vielen an. Dank, dass du Immer etwas noch. gesagt hast. Wie lange muss ich in so das dass Spiel es spielen, nicht bis ich musste. ein Tutorial Du warst wie raus bin? ein Orkiri am Mittag in der Wüste. Ich hoffe, das ist etwas Gutes. Das sagen meine Oma und ich immer. Es heißt, jemand oder etwas ist eine willkommene Überraschung. Oder zumindest bedeutet es das für uns. Ich konnte nicht einfach nur zusehen und nichts tun. Wir sind uns ähnlich. Tatsächlich gibt es da jemanden, den ich dir gerne vorstellen möchte. Im Wald. Dubioses Mädel fragte, sie möchte mir jemanden vorstellen im Wald. Aha, Jetzt bin ich neugierig. aha. Nun gut, geh voran. Das hatte ich gehofft. Langsam aber sicher müssen ja... Oh, da ist ein Knuffel. Knuffelwuff. Nehme Oder nicht einfach jeden haben mit. wir so mal... Du bist bisher der Das Tierwesen noch nicht bereit zum... Wirklich? Schiebisen Tja, danke. Ja, ruhig schätze sie auf ich. den Bauch, wenn man schreit. Wie No. gesagt, wir Ich sind mag uns einen ähnlich. haben. Das hat mich Ist überrascht. denn das fertig? Jetzt gibt's ja noch was zum Essen. Wir haben was zum Essen. Und kriege ich da dann eigentlich auch schon was oder nicht? Nicht wirklich, gell? Also es passiert noch nicht wirklich was, aber das werden wir jetzt herausfinden. So, gute Frau. Bring me to your geheimes Plätzchen. Geh mit Poppy. Bin schon unterwegs. Terra Place! Du bist da schon massiv lang dabei, Kruzifix. Aber die Ehre, schöne Grüße aus Stockholm. Ehrliche Meinung zur Biologie-Professorin besser als in den Findest du Filmen. nicht auch? Poppy, wohin bringst du mich? Es ist wirklich besser, Ich wenn muss ich kurz es dir überlegen, zeige. wer die Biologie-Professorin in die Filme war. Wer war das? Also mit merci für dein ich nenne es einfach Resub, obwohl es keiner ist, aber ist egal. Wer war das in die Filme gleich wieder? War das nicht Keine irgendwann Sorge, einmal der Wir Hagrid? sind fast da. Es ist gleich da vorne. Bleib zurück. Das ist aber kräftig. Bruder, das ist ein Hypogreif. Das ist Wolkenschwinge. Ist sie nicht einfach wundervoll? Ja. Dann wollte ich das nicht geben, Alter. Na los, sag ihr Hallo. Okay, Aber hi. Vorsicht. Du musst Hippogreifen immer mit Höflichkeit begegnen, bevor du dich näherst. Haben wir vom Hagrid gelernt. Ah, Kopfwobby, Hand ausstrecken und gib ihm was zum Essen. Ja, verbeugen, schau hin. Ja. Noch weiter verbeugen. Ja.
Und jetzt die Hand hinstrecken. Vorsichtig, langsam. Ich wusste es. Ich habe noch nie erlebt, dass sich ein Hippogreif so schnell an jemanden Wenn du mir jetzt gewöhnt. gleich erzählst, dass Du ich den kannst sie gerne führen füttern kann. und bürsten. Wenn ich Zeit habe, Bürste schaue ich nach Wolkenschwinge, ihr. das ist ja immer. Bringe ihr was zum Naschen und erzähle ihr, was im Kann man noch Schloss nicht 4 ist. Bürsten gleichzeitig Man sieht her? sie nicht Oh, sie an. mag uns, sie mag Aber uns. sie ist eine furchtbare Wichtigtuerin. Füttere Wolkenschwinge kriegt ihr, aber der kann man doch was Besseres geben wie Korken, Alter. Haben wir doch nichts anderes. Alle kriegen aber bloß Korken! Solange sie es fressen, ist mir wurscht. Den kann man 100 pro später fliegen, oder? Der ist doch nicht so Gaudi da. Poppy-Quests mehr machen? Ja, habe ich verstanden. Und? Was hältst du von Wolkenschwinge? Sie war genial! Ich finde sie genial. Nicht zu fassen, dass du mich ihr vorgestellt hast. Ich wusste, dass ihr euch verstehen würdet. Sehen die Schüler etwa Das ist ein seinetwegen Pfluchtel. Hippogreife über den verbotenen Wald fliegen? Könnte gut Mr. sein. 5 Nase. Wusstest sehr du, guter dass Kampf. ein Hippogreif immer für einen da ist, wenn man sein Vertrauen erlangt hat? Ich habe das mit ihr selbst erlebt. Sag mal, wie genau bist du Wolkenschwinge begegnet? Das ist eine lange Geschichte. Aber ich habe sie vor einigen Jahren vor Wilderern gerettet und in Sicherheit gebracht. Danach war alles gut. Bis jetzt. Wie du vielleicht weißt, haben wir hier ein Wildererproblem. Ich Wird's zum befürchte, Schlägern. sie könnten sie erneut einfangen. Ah, wird's zum und Schlägern. dann bin ich vielleicht nicht Nee, da. hi, weg! Professor Howen hat die Wilderer auch erwähnt. Sie meinte, wir könnten uns nicht auf die Hilfe des Ministeriums verlassen. Ich bin nicht oft einer Meinung mit Professor Howen, aber ich fürchte, sie hat recht. Der Einfluss der Wilderer wächst. Ich sehe sie täglich im Dorf. Sie spazieren herum und reden mit den Leuten. Die haben irgendwas vor. Ich weiß nur nicht was. Let me guess. Wilderern? Man weiß es nicht. Das klingt verdächtig. Sie sind in der Stadt und reden mit Leuten. So ist es verdächtig. Das klingt seltsam. Als ob die etwas vorhätten. Ganz genau. Ich werde dem mal nachgehen. Herausfinden, was los ist. Weiß was sie nicht. tun. Weiß nicht die. Wäre gut, dem nachzugehen. Das will ich nicht. Wilderer sind gefährlich. Ja, das muss Das ist sowieso eine hier gute regeln. Idee. Wissen ist Macht. Und je mehr ich weiß, desto besser kann ich sie beschützen. Du Gehen wir halt wirkst einfach hier und unbeirrt. schlagen wir es zusammen. Wir waren das. Erzählst du mir, was du herausfindest? Sauber Oh, eine seitliche also gut. Blutgrätsche. Mach ich. So. Voll Ich rein muss ins los, Kehrblech, aber keine Ahnung. Ich hoffe, wir sprechen uns bald wieder. Wildere unterhalten sich. Verdächtig. Suspicious. Sus. The shit is sus. Das soll für die XP gehen. Das ist übrigens was, ich habe mit Level 14 gemacht. So, das hat die 3 oder 4 Sidequests, die ich gemacht habe, haben mir ungefähr so ein halbes, dreiviertel Leben gegeben. Ich weiß nicht mehr hundertprozentig, wie viel das war. Und da aus, Undrummable! Man kann später fliegen, aber wenn du Steuerung für den Besen schlimm findest, dann kriegst du bei dem 4. Schlaganfall. Ja, mittlerweile wundert mich nichts mehr. Vielen Dank dir. So, Schluss jetzt mit der Netterei. Wir haben noch, in unserem Hauptquest-Kasten haben wir noch was heraus. Finde heraus, was Gladwin Moon will. Ja, will. Sprich mit Gladwin Moon, sagt er. Oh, Belohnungen. Hallo, Mora, dann kriegen wir Schlossknacken Stufe 1 wahrscheinlich. Das mag ich. Das ist eine gute Idee, das nehmen wir. Wo ist denn der wieder? Warte, da auf. Aber 2 6 schon. Da werden wir uns. Sollten wir uns vielleicht einmal den Portstor da holen, den haben wir immer noch nicht. Egal, los geht's. Weißt du, was Tierquälerei ist? Gibt noch Schlangen Viagra und so, krieg um Decken. Normalerweise ist der Witz schon bei dem Wort Viagra gar. So, müssen wir einmal wuseln. Jawohl, sind wir schon unterwegs. Aber natürlich instant wieder vergessen, dass wir uns eigentlich so einen Portstar holen wollten, aber das ist ja nicht mein Problem. So, übrigens, Ladezeiten gibt es auch keine mehr. Glaube ich zumindest. Ich habe heute zumindest keine mehr gesehen, wenn ich da in so Tier gehe. Die Zeiten sind vorbei! Hoffentlich für die nächsten 5 Jahre. Dann müssen wir wieder warten, ganz was Neues. Einmal warten. So, servus, grüß Gott. Gladwin Moon. Haben wir schon wieder soweit? Ich habe absolut keine Ahnung mehr, was ist das da? Akir! Schaut doch auch aus, als kann's irgendwas, oder? Was ist das? Ein Faultier. Keine Ahnung. Schmerz mit dem Typen. Schau, was da Hallo los ist. nochmal, Mr. Moon. Oh, ich hatte gehofft, Sie wiederzusehen. Gladwin Moon, Hausmeister von Hogwarts, zu Ihren Diensten. Der Zuerst Hausmeister war's. möchte ich mich entschuldigen, dass ich bei unserem letzten Treffen leicht außer mir wirkte.
Ich hatte eine ziemlich beunruhigende Begegnung. Obwohl ich hörte, dass Ihr Besuch in Hogsmeade noch ereignisreicher war als meiner. Man kann es wohl ereignisreich Wir haben nennen. einen Oger vertrieben. Ich hatte keinen Trollangriff erwartet. Natürlich Okay, nicht. Troll-Oger Und ist- soweit ich weiß, hatte das Dorf Glück, dass Sie da waren. Eigentlich hatte ich gehofft, Sie bei meinem jüngsten Besuch in Hogsmeade zu treffen. Ich könnte Ihre Obi Lu, Hilfe bei das passt schon, etwas hast du viel gebrauchen. versandt. Sehen Sie die seltsame Statue dort drüben? Schauen Sie, was passiert, wenn das Licht vom Tag zur Nacht wechselt. Oger haben wir noch einen, ja. Und ich fürchte, den haben wir nicht mehr lang. Eventuell hat er sich einen Fauxpas geleistet die letzten Tage. Vielleicht haben wir endlich Glück. Könnten Sie mir vielleicht einen Moment helfen und den Mond von der Statue entfernen? Ja, aber wie? Entferne den Mond von der Statue. Demigeist-Mond. Seltsame kleine Vorrichtungen, nicht? Scheinbar verschwindet die Statue, sobald der Mond entfernt wird. Was übrigens nur bei Nacht funktioniert. Warum behalten Sie diesen nicht erstmal und ich erkläre Ihnen unterwegs mehr? Seit jenem schicksalhaften Tag im Dorf sind diese merkwürdigen Statuen überall im Schloss aufgetaucht. Okay. Einige von ihnen sind sogar in Hogsmeade verstreut. Offenbar versucht jemand, mich zu quälen. An jenem Tag in Hogsmeade bog ich um eine Ecke und sah mich einen Irrwicht Bist aber gut gegenüber, informiert. einem Gestaltwandler, wenn Vielleicht man bin ich so so will. noch tiefer im Er Drachen-Game, nimmt die als man Gestalt das dessen an, was einem am meisten Angst denkt. macht. Dieser hat die Form eines Kein Wort drüber. Demigeist. Schluss, Birger, halt dein Maul. Demigeist? Ja, eine furchterregende Kreatur. Wer anderen in die Möse Zukunft beißt, sehen ist kann. böse meist. Das ist richtig. Merci Als dir. junger Mann in Korea bin Das ich ist einem also ein begegnet. Sprichel, das ist also schon Eine 1000 Jahre alt. schreckliche Aber ist immer nur gut. Komm mal. Diese Statuen sind Demigeist. Die Monde sind vermutlich Jetzt hab ich absolut eine null aufpasst, unkreative was- oh. Anspielung auf meinen Namen. Absolut Ein null paar Halunken aufpasst. fanden mit einem Irrwicht meine größte Angst heraus und nutzen sie nun gegen mich. Ich habe schon einen Verdacht, Irrwichte, welche weiß ich nicht. Schurken dafür verantwortlich sind. Schurken! Ich hoffe, Sie machen einen Fehler und geben sich zu erkennen, wenn die Statuen verschwinden. Deshalb brauche ich Ihre Hilfe beim Entfernen der Statuen. Warum ich? Gute Dafür Frage, warum gibt es ich? mehrere Gründe. Ja, schön. Merci Erstens dir. haben Sie sich durch Ihre Merci für Heldentaten 49 Monate, gegen die du Trolle völlig in Verrückter. Hogsmeade Merci dir. den Ruf erworben, furchtlos zu sein. Zweitens, so makaber und abscheulich ein Demigeist auch ist, die meisten finden meine Angst unbegründet. Sie aber haben ihre Wirkung auf mich gesehen. Ich bin einfach mit meinem Latein am Ende. Ich kann mich einfach nicht in ihre Nähe begeben. Ich weiß sogar von 2 Statuen, die sich hier im Lehrerturm befinden. Ja, dann holen wir sie. Vielleicht könnten Sie sie entfernen. Ja, sicher. Damit ich meinen abendlichen Pflichten nachgehen Ja, kann. damit ich endlich in der Hauptquest weiterkomme. Ich helfe gerne. Los geht's. Ich helfe Ihnen gerne, Mr. Moon. Au, ich wusste doch auf Er Sie redet ist ein bisschen Verlass. energisch, ein bisschen Erstens zu energisch, wissen muss ich Sie, wie sagen. man einen Desillusionierungszauber wirkt, richtig? Tun Sie das, bevor Sie nachts durch den Turm spazieren. Als nächstes stellen Sie fest, dass die Tür verschlossen ist. Wie kommen Sie rein? Mit Alohomora. Und die Ja, Ausgangssperre? stimmt, das lernen wir ja von. Ausgangssperre? Mumpitz. Sie sind ein bisschen wie ich früher. Die Schule lag mir zu Füßen. Und das habe ich ausgenutzt. Man hat mich dafür geliebt. Ach, das waren noch Zeiten. Die eine Statue finden Sie im Badezimmer der Vertrauensschüler und die andere im Krankenflügel. Viel Glück und danke. Kriegen wir. Mr. Jigs Lixen, hauen Sie eine rein. Ich hab versucht, sie außer zum Zaubern, hat nicht ganz funktioniert anscheinend. Sagst deinem Chef, der Bürger hat zaubert, ich geh jetzt heim. Aber bei dir. Ja, müssen wir da wieder einer Zauber. Ist aber jetzt ein lingener Zauber. Ist aber ein wichtiger Zauber. Alohomora. Easy. Interagiere mit dem Schloss, um den Entriegelungszauber Alohomora einzusetzen. Jetzt kriegen wir. Hört jetzt ein bisschen auf mit den scheiß Donations. Das ist wirklich unfassbar. Das geht die ganze Zeit dahin. Egal was ich tue. Aber es werde auch nicht so weit kommen, dass ich es wegignoriere. Ich flippe aus. Jetzt lass mich mal den Zauber einziehen. Wo ist denn der jetzt? Das finde ich wieder nicht. Das ist Alohomora. Was ist das? Wingardium Leviosa. Wo ist denn Alohomora? Ich sehe kein Alohomora. Oder ist das einfach ein Standardzauber? Ach, das ist ein Standardzauber da unten schon hin. Kann man den leveln?
Achtung. So, Hallo, jetzt. Humora. Birger! Dein Männerhoodie in 3XL ist ausverkauft. Was ist da los? Und weiter mal. Herr Siegel, weiß ich nicht, was da los ist. Oh, es gibt sogar ein Minispiel für Aloha Mora. Merci für den Resub. Bussi aufs Nussi. Musst öfter wieder mal reinschauen. Ich weiß nicht, wann der wieder verfügbar ist. Kann ich noch nicht sagen. So, nutze Q, E und AD. Q, E, AD. Wie hat sich die Steuerung wieder ausdenkt, Alter? Um die Funken zu bewegen und die Scheiben zu drehen, bis beide dazugehörigen Zahnräder aktiviert sind. Dies öffnet das Schloss. Was? Was? Nur bewegen die Scheiben zu drehen, bis beide dazugehörigen Zahnräder aktiviert sind. A, D, Q, E. Was? Warte mal. Die zwei Kleinen müssen sie dran. Oder was? Ach, sehr gut. Sie sind drin. Denken Sie dran. Mit dem Desillusionierungszauber wird Sie niemand sehen. Dies ist schließlich ein verbotener Bereich des Schlosses. Hä? Sprichwörtlich. Drehen, bis es sich dreht. Oh. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich sagen muss, das hätte man. Außer es wird nur irgendwie schwieriger, keine Ahnung, wie, so und wie. Also jetzt sei nicht so recht. Egal. Okay. Oh, scheiße, wir müssen uns unsichtbar machen. Lumos. Lumos. So, womit? Wir müssen uns auch verstecken, okay. Ich habe übrigens, warte mal. Wir haben Talentpunkte, Freunde der Sonne. Wir haben Talentpunkte, 2 verfügbar sogar. Sollen wir vielleicht einmal, jetzt sage ich dir was. Schleichen. Wir bauen jetzt einmal Schleichen aus. Komm mal bra. Gegner können dich schlechter entdecken. Nehmen wir. Zack, das Böhnchen. Und dann haben wir, was mich jetzt interessieren wird. Dann gehen wir da mal zurück. Und zwar Haupttalente. Ja, genau. Kann ich da jetzt Aloha Mora. Nein, das sind nicht die Haupttalente. Oder was ist denn? Dunkle Künste, Zaubersprüche sind es auch nicht. Kann man. Es hätte mich jetzt gewundert, wenn man Aloha Mora so skillen muss, dass man dann in die Stufe 2 Schlösser reinkommt. Was ist das da? Du kannst sprinten, während du Desillusionierung. Also, ja, das braucht kein Mensch. Ja, geht so auch. Ja, was jetzt? Also, ich habe jetzt da irgendeine Art von Rätsel erwartet. Und nicht, dass ich einfach so lange dran muss, bis sie die Dinger dran. Was jetzt auch nicht. Wenn du Revelio ausführst, werden Orte, an denen sich Autoritätsfiguren und Gegner befinden, enthüllt, was es dir erlaubt, zu spähen und unentdeckt zu bleiben. Ja, easy, oder? Haben wir schon. Revelio. Also man bleibt sozusagen unsichtbar, wenn man Revelio benutzt. Das war eigentlich alles. Oh, da haben wir was gefunden. Aufheben. Erinnerungen an das Kollegium. Die Hauselfen von Hogwarts leisten hervorragende Arbeit und sind der wichtigste Grund dafür, dass im Schloss Ordnung herrscht. Keine noch so große Anzahl magischer Gegenstände, mit denen sich konfrontiert sind, ist ihnen zu groß. Kürzlich jedoch ist ein ganzer Stapel Zauberknallbonbons hinter einem Polster losgegangen. Wie hinter einem Polster? Was ist ich weiß nicht, was ein Polster ist, aber hä? Es war eine entsetzliche Kakophonie! Hashtag Wort des Jahres, Kakophonie! Einer der armen Elfen wurde vollständig in blauen Rauch eingehüllt und diejenigen von uns, die in der Nähe standen, trugen für den Rest des Tages ein entsetzliches Klingeln in den Ohren davon. Ja, das ist der Tinnitus. Den habe ich beim Super Seducer 2 gekriegt. Kenn ich. Da war vor mir auch, weiß ich nicht. Ich nehme an, dass Peeves der Schuldige ist. Bitte seien Sie aufmerksam und vorsichtig. Mathilda Weasley, stellvertretende Schulleiterin. Okay. Chill die Kniescheibe. Revelio. Machst du mal Revelio, damit wir da irgendwelche Kasperl singen? Das ist ein besser, ja. Nutze links und rechts, um ahnungslose Gegner anzulocken. Mag ich doch eigentlich gar nicht. Das ist Schlossstufe 2. Ich weiß es jetzt nicht, ich mag da gar keinen anlocken. Habe ich Guttis gegessen, ich weiß nicht warum. Aloha Mora. Ja, machen wir wieder mehr auf und schauen wir mal da.
check halt nicht, gibt's da irgendein System, wo man vorher schon sagt, wann sie die dran? Gibt's da irgendeine... Also keine Ahnung, es macht irgendwie überhaupt keinen Sinn, nicht wo drei einfach bis sie drei. Also, Entschuldigung, aber da hätten wir... Ich habe jetzt keine Zeit zum Lesen, geh weg! Ich mag den Zylinder da oben haben, den mag ich haben. Revelio. Revelio, nicht dass da irgendein Arschloch umeinander sitzt. Da hinten ist er safe, ich hab's genau gewusst. Boah, leck, ich mag den Regenbogentopf. Ein Regenbogentopf! Das ist mein wieder, den mag ich. Ruhe, 47 Gold. Wow, das hat sich sauber rentiert. Skelettmann, okay. Da hinten kommen wir nicht? Na gut. So, müssen wir wahrscheinlich da rein. Kann ich das... Na, müssen wir nicht. Gehen wir weiter auf. Revelio. Da kommen wir ein bisschen. Das ist wie ein Wallhack. Ah, Kinder, so funktioniert ein Wallhack. Was haben wir da gefunden? 56. Oh. Ja. Klassen dieses Jahr. Nicht gut. Kann ich mich da vorbeischleichen? Ich hab's ja geskillt. Schau mal. Oh, ach ja? Sauber vorbeigeschlichen, wundervoll. Da gehen wir mir. Hinfort. Ganz schlecht. Ist schon. Der Davy. Hat uns nicht gesehen. Das Badezimmer der Vertrauensschüler. Haben wir sauberes Gras, haben wir mir. Ist dort Maul in der Mitte drin? Es ist ja... Also, es ist schon... Schöne Beschäftigungstherapie. Oh, nein, das wollte ich nicht weg. Einen Aufstand vorbereiten. Diese Wüstlinge Bringen wir die da? überall für Ärger sorgen. Vielleicht wären Ranrock und seine Bande weniger streitlustig? Wolle, ich komm, Blubbelmoor! Wenn einer der Kobolde mir zu nahe kommt, ist er geliefert. Oh, jetzt, wo ich da jetzt hin muss. Ah, das Ding damit. Easy! Hackers sind spitze. Ich glaube, das ist nicht der Zweck. Guck mal da. Große... Hallo, Homura. Man kann jetzt Kisten auch aufzaubern, oder schon? Zu einfach. Hat nicht funktioniert, oder? Was haben dann das rote und das grüne Licht für einen Sinn? Königlicher Schulumhang, da schon hin. Boah, leck! Natürlich kann man Klos spielen. Habe ich schon immer gesagt, nur die Spiele, wo man Klos spülen kann, wenn uns da ist, sind richtig gute Spiele. Oh, da müssen wir uns jetzt verstecken. Oh, wir müssen weiter auf. Weiter auf, was ist da los? Mr. Nix! Revelio! Oh shit, hätte ich das da drin da sollen, oder was? Hätte ich da was Tolles gefunden? Weiß ich nicht. Scheiße. Mit dem, den muss ich weglocken, oder? Muss ich den weglocken? Oh. Krankenflügel. Servus, grüß Gott beieinander. Servus, grüß Gott beieinander, komm ich da vorbei? Aber es gibt genug andere Gefahren, die Sie zu mir bringen könnten. Ich habe jetzt keine Zeit zum Lesen ab. Ich sollte vielleicht meine Über das Ding. Wir schleichen uns. Ich weiß es wohl am besten. Oh! Aber die Schüler sind schrecklich enttäuscht, weil Quidditch abgesagt wurde. Quidditch! Ich wollte in dieser Saison ein paar Galeonen auf Hufflepuff setzen. Hufflepuff? Jetzt hätte man da reinschleichen können, ich Vollidiot! Ich Bist kann du der da? eine vielversprechende Wette erkennen. Wir schleichen uns einfach wieder. Wir schleichen uns! Wir schleichen uns! War da nicht auch jemand hier unten? Da waren wir schon, da ist das Bad drin. Sehen wir schon, schleichen wir uns davon. Aber auf und davon! Da ist ein Revelio, da ist was zum Einsammeln, ich hab's genau gesehen. Revelio! Mit Juwelen bedeckter Schildkrötenpanzer. Viele halten dies für die Schale einer Feuerkrabbe, die auf den Fidschi-Inseln heimisch ist. Fachleute schwören jedoch, dass es sich um einen mit Juwelen verzierten Schildkrötenpanzer handelt. Sagt der Blinde, das ist ein Schildkrötenpanzer. Was ist für was ist mit euch? Der von einem verrückten Zauberer bei Versailles kreiert wurde, als sein Schloss von Nifflern
überrannt wurde, wurde der schillernde Palzer entwendet und erst Jahre später von einem Hogwarts-Professor bei einem Urlaub in den Ardennen entdeckt. Alles klärchen, Freunde der Sonne. Ah, ganz schlecht. Da schleichen wir hinter mich. Schleichen wir hinter mich. Schleichen wir oben. Dann haben wir sie schon. Haben wir sie mir eh schon. Haben wir gehört, wir müssen Meter machen. Haben wir keine Zeit zum Erkunden. Easy! Hallo, Mr. Moon. Ich habe die Monde, die ich sammeln sollte. Sie sind so furchtlos, wie ich gehofft hatte. Sicher? Ein ausgezeichneter Beginn. Wenn wir noch mehr sammeln, könnten wir Hinweise darauf erhalten, wer hinter all dem steckt. Und natürlich habe ich zuerst Peeves verdächtigt. Er hat den letzten Hausmeister Rancorous Carp mit seinen unerträglichen Possen in den Vorruhestand getrieben. Aber das erklärt noch nicht den Irrwicht in Hogsmeade, oder? Nein. Ich bin entschlossen, mit Ihrer Hilfe die Identität meines Peinigers herauszufinden. Das klingt spannend. Ich würde Ihnen gerne helfen, dieses Rätsel zu lösen. Sie sind ausgesprochen freundlich und gebildet. Das hätte ich jetzt aber auch Und ich gesagt. kann Ihnen im Gegenzug für Ihre Hilfe auch etwas anbieten. Denken Sie daran, dass die Monde nur nachts zu holen sind. Deshalb rate ich, wenn nötig, Desillusionierung zu benutzen. Bringen wir nur einen Zauber. Ich schaue mich weiter um. Gut. Ich halte die Augen offen. Das wäre nett. Ich wusste, dass ich mich an Sie wenden kann. Zusammen können wir dieses Geheimnis lüften. Das heißt, es ist jetzt wieder eine weitere Sammelnebenaufgabe. Sag mal, was zur Hölle soll man in dem Spiel eigentlich noch tun? So! Wir haben auf alle Fälle die 3 Aufträge haben wir erledigt. Die Frage ist jetzt, es dauert wahrscheinlich ein bisschen, bis wir den nächsten Hauptauftrag kriegen. Wir haben auf alle Fälle, plus 14 Offensive, da haben wir einen richtig fetten Umhang gekriegt, Alter. Bist du deppert, der schaut aber pothässlich aus, darum zaubert man um. Machen wir so. Ladies and gentlemen, you know what time it is. You know what time it is. Spielen wir Dark Souls oder spielen wir... Zum Glück. Warum? Warum denn? Sie bei Gelegenheit in den 3 Besen vorbeikommen könnten. Ich könnte Ihre Hilfe gebrauchen. 3 Besen schon wieder. Wie gesagt, vermisst meine Schwester Anne Hogwarts sehr. Sie hat sich irgendwie verändert. Denkst du an dein Versprechen, sie mit mir zu besuchen? Ich Bla, Bibel, steht jetzt. Was ist mein Hauptquest? Das interessiert mich. Was? Das muss ich Stufe 15 werden. Ja, so kann man das Spiel natürlich auch in die Länge ziehen. Das hilft ja eh nicht. Da, oh mein Gott. Ein Freund der Taten spricht mit Sir Ron Ryan in den 3 Besen. Ja, was der man dann? Keine Ahnung. Da kriegen wir Glatius, Wingardium Leviosa, Professor Sharps, Diffindo. Irgend sowas werden wir halt machen. Beschaffe und teste ein Donnergebräu gegen Gegner. Haben wir Donnergebräu? Können wir mir Donnergebräu... Was können wir machen? Sehr Lanzli-Loot ist Baker, sicher. Es liegt südlich von Hogwarts. Du kommst Stell dir jetzt vor, mit da dem kommt der Ritter. Explosionszauber zurecht. Er gehört zu meinen absoluten Favoriten. Mr. Solar, jetzt sind Sie einmal stark. Haben das eigentlich die Treppen, die dritten? Mein Gott, heute noch mal 5 Sekunden jemands Maul in dem Spiel! Bereich Tierwesen zu vertiefen. Unfasslich! Bitte treffen Sie ihn dann dort. Tierwesen? Ich habe schon seit einiger Zeit nichts mehr von meinem Onkel Roland gehört. Ich bin ganz außer mir vor Sorge. Wer bist denn du überhaupt? Im Innenhof treffen? Was ist mit deinem... Wer sind denn die Leute? So, eins nach dem anderen. So, wir müssen jetzt irgendwie schnellstmöglich Level 15 werden. Wie lange haben wir da noch? Ja, da müssen wir irgendeine Nebenquest machen. Drauf geschissen. Was machen wir da jetzt? Suchen wir uns irgendwas halbwegs aus, was schnell geht. Donnergebräu. Wo kriegen wir ein Donnergebräu her? Scheiß drauf. Da kann man Besen fliegen, ein Freund der Taten spricht mit Sir Ron Ryan in den 3 Besen, ein Mann hinter dem Mund, die Geschichte von Roland Oakes. Vorgeschlagene Stufe 10.
Machen wir das. Machen wir das. Wo müssen wir hin? Da müssen wir runter. Packen wir uns da hin. Jetzt machen wir schnell irgendeine Nebenquest, damit wir Stufe 15 kriegen und dann können wir die anderen 2 Hauptquests mal. Das glaube ich ist die einfachste Dings. Sag deiner Postlerin, dass kein Anschluss unter dieser Nummer ist. Stell dir vor, der Hedwig fliegt vorbei und dann heißt diese Nummer ist uns nicht bekannt. Da, warte mal, was hat denn der Hauself da hinten da? Hat der an die Tür nicht gekratzt? Kann man eigentlich zu verschiedenen Tageszeiten verschiedene Sachen entdecken? Wahrscheinlich halt schon, oder? Ich nehme schwer an. Adelaide Oaks, oder? Ich habe deine Eule erhalten. Ja, ich bin Adelaide Oaks. Schau's da hoch. Weißt du, mein Onkel Roland ist Jetzt ist mein Chat Metallhändler wieder und kaputt hat regen gegangen. Umgang mit den Kobolden. Das ist unangenehm. Für gewöhnlich schickt er mir auf seinen Geschäftsreisen jede Woche eine Eule. Im letzten Brief hat er Geschäfte mit den radikalen Kobolden erwähnt. Ranrocks Anhänger. Seitdem kam keine Eule mehr und ich mache mir Sorgen. Seit dem Trollangriff auf Hogsmeade und den Gerüchten, Kobolde seien daran beteiligt. Nun ja, fürchte ich das Schlimmste. Sollte ich mir zu Recht Sorgen um meinen Onkel machen oder übertreibe ich? Wenn ich ehrlich bin, ich halte es für übertrieben. Ich denke, du bist zu Recht besorgt. Dein Onkel steckt vielleicht kann in doch mal jemand was im Schwierigkeiten. Chat einschreiben, ich bin mir nicht sicher, ob der noch geht. als Professor Weasley. Als sie hörte, dass ich ihn suchen wollte, verbot sie mir, das Gelände zu verlassen. Verstanden, dankeschön. Sie ist überzeugt, dass er zurechtkommt. Aber solange ich nicht weiß, ob es ihm gut geht, kann ich mich gar nicht konzentrieren. Könntest du für mich nachsehen? Soweit ich weiß, bist du ja fast so abenteuerlustig wie Onkel Roland. Werden wir uns halt mir wieder mal drum kümmern müssen. Kriegen wir wahrscheinlich die nächste Open-World-Sammelaufgabe, die 80. Verzeichnet alle Geschäfte in einem Notizbuch und zeichnet Karten. In YouTube-Chat seinem letzten funktioniert Brief eine übrigens auch, Karte von dankeschön. seinem nächsten Ziel. Mach Er wollte bitte sein Lager Untertitel nördlich von aus. hier aufschlagen. Sagt das noch jemand Ich so? hoffe wirklich, Soll du man kannst Untertitel herausfinden, wo ausmachen? er ist. Danke Da nochmal muss ich halt für wirklich all deine konstant einfach Hilfe. stark sein, währenddessen die labern. Sag ich dir, was ist? Untertitel aus oder nicht? Ab in den Chat, ja oder nein? Los geht's. So, finde Roland Oaks Zeltlager. Müssen wir ins Zeltlager hinaus. Na los, oh, red nicht so viel, Alter, gib uns die Quest. Na, ist besser mit Untertitel. Ja, na, los, oh, na. Ja, na. Ist mir wurscht. Ja, schaut noch nah aus. Wir lassen mal. Halt, stopp! Hier bleibt alles so, wie es ist. So, da müssen wir also hintreten. Da waren wir doch schon mal. Ja, dann gehen wir halt da her. Tun wir mit dem Besen nur ein Stück weiter? Can't you guys kann man es vielleicht kleiner machen? Das schauen wir schnell. Wenn man es kleiner machen kann, tippitoppi. Wenn nicht, aber gut. Tu mich speichern. Tut überhaupt nicht. Lautstärke, Untertitel anzeigen an, aber man kann es halt leider Gottes nicht kleiner machen. Das ist bitter. Aber gut. Hilft uns alles nichts. It is what it is. Müsst leider mitlesen, Kinder. Das hilft nicht. Besen aufsteigen. So, das das passt halt überhaupt nicht, gell? Es passt halt wirklich überhaupt nicht. Da, die Düse. Gib ihm die Düse. Ab die Düse. Ja, mir kann man natürlich auch mal ein bisschen, weiß ich nicht, mal kurz warm kämpfen ein bisschen. Haben wir irgendwas, mit was ich mich warm kämpfen kann? Das machen wir jetzt so. Du magst besser. Ja, kann der mal nicht lang machen. Incendio! Hey, haben wir mit gar nichts können. Und mit dem kann man eigentlich die ganze Zeit einfach Leiter schlungen statt Sidequest mal. Ja, das ist das Mondstein, das glaube ich ist für den Raum der Wünsche gut gewesen. Was haben wir da? Bisschen Loot. Hat's das jetzt da fett gebracht oder was? Jetzt müssen wir da noch mal fliegen. Los geht's. Ob das Mr. Oaks Lager ist? Ranrocks Anhänger. Direkt voraus. Soll ich es mit kämpfen? Wen haben wir denn hier? Lumos. Noch einen Menschen. Sollen wir uns verstecken oder kämpfen? Verstecken oder kämpfen? Jetzt war wieder das Umfragetool langsam an der Reihe zum Tun. Ja. Ich bin auch für Kämpfer, da der man nicht lange mal hat. Nehmen wir ein bisschen kämpfen, dann machen wir jetzt so. Zack, dann ist gleich Ruhe. Akir. Levioso. Incendio. Expelliarmus.
Levioso! Noch einen Menschen! Akio! Zentrum! Levioso! So nicht, mein Freund! Ja, Lehrlich. Da müsst schon zu 20 kommen. Da ist noch einer. Incendio! Levioso! Was ist denn jetzt hier? Hey! Was ist denn da drauf? Herauszufinden, was hier passiert ist. Hab ich jetzt da hinten rausgeschmissen, habe ich das jetzt richtig gesehen? Wenn nicht, dass er fetten Loot droppt hat, dann müssen wir schon nochmal neu schauen. Dann müssen wir schon nochmal neu schauen. Hallo, hast du da unten? Ist einfach da weggefallen. Tja, okay, bye! Sehr schön. So, mir gefallen meine Zauber nicht. Ich sag das, was ist. Mir gefällt der da nicht. Was mag ich denn für einen Zauber haben? Expelliarmus, ja, ich glaube, den da wollte ich eigentlich haben. So, so und die kann man brauchen. Wir brauchen immer alle 3 Farben zum Brecher von die Schädel. Und das sind meine 2 Angriffszauber, das mag ich eigentlich schon. Wobei das Herziehen, da ziehen wir mittlerweile nicht bloß einen her, sondern mehrere. Und dann die Rundumflamme zum Mal, schaut auch nicht. Schaut auch nicht. Und ich sag das jetzt, wie es ist. Ich muss mich wieder umziehen, weil das mit dem Ritterkostüm, da wie ich narrisch. Da wie ich narrisch. Ich sag das, wie es ist. F, was ziehen wir noch? Was ist das? Schlangenledermantel. Weiß ich nicht, passt nicht. Was haben wir da? Ja, der ist gut. Easy und als Hut. Nehmen wir. der ist cool. Der ist cool, nehmen wir. Schauen so, schauen wir aus wie Bergarbeiter, ich weiß es auch nicht. Handschuhe gefallen mir auch nicht. Tu mir die Handschuhe weg. Ja, machen wir schwarze Handschuhe. Ah, Weltenbisser, schauen so, machen wir brutal. Brutal sind wir mir. Das hab ich nicht gesehen. Interesting. Revelio! Da gibt's Zeug zum Looten, da haben wir natürlich nicht einmal noch. Das ist ja ganz klar. Sammlung aktualisiert. Explosiv 3. Was genau bringt das? Untersuche das Zeltlager, um einen Hinweis zu finden. Da hinten ist irgendwas. Da ist doch irgendwas. Was kann man da damit tun? Confringo! Aha! Hätte ich schon dropsen. Tu dich nicht los. Laut Adelaide hat ihr Onkel über seine Geschäfte Buch geführt und Karten angelegt. Vielleicht führen mich diese Orientierungspunkte zu ihm. Die werden wahrscheinlich aber auch angezeigt, oder? Da drin gibt's noch mehr fette Schlägerei, so wie ich das gesehen habe. Roland Oaks Tagebuch. Mr. Oaks Geschäftsbuch. Das mag ich jetzt nicht lesen, da bin ich jetzt falsch, sag ich dir, was es ist. Sag ich dir, was es ist. Sidequest ist mir jetzt blöd. Was ist da drin los? Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Natürlich könnte das gefährlich werden, das ist mir schon klar. Mirivelio. Ich sehe ja auf der Minimap, dass da ein paar Arschlöcher drin sind. Klassischer Hexerhut. Der macht uns sogar noch besser. Jetzt müssen wir leider Gottes wieder einen Hut wechseln. Hilft nicht. Der ist besser als unsere. Und zwar um 7 Punkte. Ah, das passt eigentlich auch ganz gut. Ah, das passt auch ganz gut. Der Hexerhut ist eigentlich sogar besser als der andere. So, die Frage ist jetzt... Revelio. Mal, wo zur Hölle geht es denn da herin weiter? Ich seh doch da irgendwo Gegner. Könnte gefährlich werden. Da geht es nirgendwo weiter da drin. This doesn't make sense. This doesn't make sense. Die Frage ist, wo wir hin müssen. Die Frage ist jetzt, wo wir hin müssen. Wir uns die Karten noch mal anschauen. Habe ich das vielleicht gegebenenfalls richtig verstanden? Ja? Schatzgewölbe. Da haben wir gerade rausgekommen. Höhlen waren am Montag nicht so gut. Nein, das ist richtig, Herr Hannes. Das ist absolut richtig. Nutze Rolands Karte, um einer Spur zu folgen. Revelio. Revelio, sagt man da irgendwas? Sagt man auf V irgendwas? Na, dann werden wir wohl die Karte nutzen müssen. Oh Gott, wo ist denn das Zeug? Inventar. Das Ding. Knallbonbons, Tagebuch. Was das? Nein, das war's nicht. Brief von Ronald. Wo ist denn das? Questgegenstand, da ist. Okay, da ist das Lager. Außer auf einem Weg. Nein, oder ist es ein Fluss? Das ist aber eine beschissene Karten. In Richtung von einem Fluss wahrscheinlich. Fluss entlang, dann am Fluss überqueren. Da ist so ein Sturm mit einem Tor drunter. Und so ein komischer, zerbrochener Turm. Okay. Und da ist das Lager mit so Spitzen drin. Schauen wir mal. Ist das da? Ah ja. Ja, das kann schon das da sein. Gell?
Und dann da um mich. Und irgendwo muss da ein Fluss sein. Das gibt's ja nicht. Tu mir den Besen her. Gib Besen. Da unten ist der Fluss. Oder was weiß ich. Das ist ein Fluss. Kein Fluss, das ist ein See. Der hilft mir in den Scheißdreck. Das sagt der Ibis. Das ist er nicht. Vielleicht ist aber. Weißt du, was schlecht gemacht ist? Dass ich kann nicht weiter nach unten schauen. Das macht mich narrisch. Das macht mich narrisch. Ist vielleicht aber heute auch einfach ein Weg, hä? Tu mir nicht so. Ich kann nicht nach unten schauen. Direkt unter dir. So. Was genau soll denn da sein? Da ist ein Baum. Revelio. Da ist ein Baum und da hängen Sachen dran. Da war am Weg ein Fluss, das ist kein See. Was ist denn dann? Weiher. Wo ist ein Fluss? Ich sehe keinen Fluss. Ich sehe halt da den Weg. Niffler, cute, ja, ich hab ihn schon gesehen. Aber, oh, da ist der Fluss. Oder ist das Flüsschen? Ja, aus der Mitte entspringt ein Fluss. Mal weiter auf, ob da irgendwo rundherum irgendwo ein Fluss. Ja, aber halt da. Man, das kann ja nicht weit sein. Das ist irgendeine gestungene Nebenquest. Was zur Hölle war denn das? Dann irgendwie Untoten. Wir sind uns nicht mal... Eine Felsformation. Das ist das erste Symbol auf der Karte. Weiter zum krummen Baum. Ich hab irgendjemand... Da ist der Fluss! Da ist der Fluss! Haben wir schon gesehen. Und da fliegen wir jetzt einen Moment lang. Ich habe jetzt auch nicht mehr aufgepasst auf das Flüsschen, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich habe die ganze Zeit geschaut, was da auf mich... Halt, stopp. Kann es das sein? Nein, kann es nicht. Da ist eine Gabelung. Ganz ehrlich, das Fliegen gefällt mir nicht so gut. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil du kannst nicht runterschauen. Ich kann mich nicht orientieren, wo ich bin. Warum darf ich da nicht runterschauen? Verstehe ich nicht. Ja, keine Ahnung, machen wir halt einmal die... Ja, da geht der Weg. Ja. Obwohl, das kann schon sein, dass wir da richtig sind. So, 4000 km/h Kicker. Jetzt machen wir da oben mit Leib fertig. Hogwarts hat... Accio! Constrictor! Expelliarmus! Alphare! Levioso! Accio! Constrictor! Expelliarmus! 2 Gegner. Die Tierwesen sind jetzt sicher. Tierwesen sind jetzt... Nur mehr ein Talentpunkt. Schauen wir uns später an. Eine Arschwinderin! Die nehmen wir mit. Die nehmen wir natürlich mit, Kinder. Revelio. Das ist mal ein Revelio. Was ist da? Oh, ich bin einfach über Kisten drüber gelaufen, habe ich nicht gesehen. 60 Gold, das ist jetzt auch nicht der Teufel. Da kann man drüber gehen. Mondstein. Revelio. Das ist es aber nicht, oder? Nur zu Rolands Karte. Das hätte schon so ausgeschaut, ich weiß nicht. Da war ein Merlin-Rätsel, ja, habe ich schon gesehen, aber das ist mir jetzt gerade, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist mir jetzt gerade wurscht. Ja, da sammeln wir alle ein. Das ist doch, da wird der Fluss überquert. Und, tun wir nochmal her, Rolands Karte. Sammlung, nein, Inventar. Machen wir so. F ansehen. Da, das meine ich. Blub, und dann ist da der Weg. Ja, das ist aber nicht. Da müssen irgendwo Ruinen sein. Fluss entlang auf der rechten Seite und auf der linken Seite muss irgendwann so Ruinenzeit kommen. Und Level Up, GZ, merci. Da, oh ja, stimmt, Level Up haben wir, aber die Quest machen wir jetzt schon noch fertig, so wo wir dabei sind. Hauptteil ist ja auch, man steht da umeinander zum Schauen und die Dinge zu entdecken. So, Zauberwissen 2, ein neues Zauberset wird hinzugefügt und das der wir jetzt, wir haben eh 2 Talentpunkte, für was wir den anderen dann irgendwann hernehmen, den sparen wir uns. Dann kann man da einmal mehr Zaubersets machen. So, ich darf jetzt einfach fallen. Ich sehe halt nicht einmal, dass ich am Fluss nachfliege. Das ist halt. Was ist Zeit? Und da gab jetzt der Fluss, muss ich überhaupt. Da sind Ruinen. Da sind Ruinen, aber ob das die Ruinen sind, die wir mir suchen. Da ist ein Bruck, okay, ein Meer. Oh, ja. Ja, schaut wieder gut aus. Die sahen auch schon mal besser aus. Ja, schauen aus. Mal besser aus. Scheiß weg. So, schau hier. Haben wir gefunden. Einen schönen Schal.
equippen wir uns neu. Schauen wir uns mal das Merlins-Rätsel an, was wir da... Das war letztes Mal mit den Glühwürmchen. Muss mir erst mal drauf kommen. Sag ich dir, was es ist. Mal sehen, was du diesmal zu bieten hast, Merlin. Mr. Merlin! Tu was für dein Geld. Na, da passiert was. Die Frage ist, was passiert? Da hinten ist eine Schüssel. Schüsselige Schüssel! Schüssel, müssen wir hochziehen, nehme ich an. Hä? Expelliarmus! Ja, schaut schon nach hochziehen aus. Hä? Confringo! Müssen wir jetzt die Schüsseln da rundum finden, oder was? Muss ich das wieder in einer bestimmten Geschwindigkeit machen, oder die verschwindet jetzt im Erdboden? Okay. Ah ja. Muss ich in einer bestimmten... Ah ja, da oben ist, da ist noch eine. So, jetzt warte mal. Jetzt warte mal. Da oben ist noch eine. Und da man sich nicht gescheit umschauen kann. Wie viel sind es denn? Woher weiß ich denn, wie viel das insgesamt sein müssen? Sind es vielleicht bloß 2? Glaube ich nicht, aber... Revelio. Revelio? Revelio? Ja gut, das bringt natürlich schon was, gell? Kann man eigentlich vom Ding aus sammeln? Ja, tatsächlich. Oh, da ist noch was. Warte mal. Da noch eine Schüssel. Ich tippe jetzt mal auf 3 Schüssel, hä? Haben wir 3 Schüssel? 3 Schüssel hört sich doch gut an. Geht mein Zauber überhaupt so weit? Kann ich vom Besen aus zaubern? Nein, kann ich nicht. Okay. Das heißt, das muss schnell gehen. Confringo! Da oben. Ganz tolles Würstchen. Dieser Ort hat schon bessere Tage gesehen. Das war gar nicht so knifflig, Merlin. Das war jetzt mal wirklich nicht so knifflig. Aber ich vergieße halt gerne Revelio. Sehr schön! Was? Ich hab schon wieder vergessen, was wir da kriegen, weil wir mittlerweile so viel Scheiß haben, wo man irgendwelche Sachen sammeln und da kann. Irgendwas kann man vergrässern, wenn mich nicht alles täuscht. Und da herin kann ich sonst ja nichts mehr da dann, oder? Nein. Easy! Schönes Rätsel, wundervoll. So. Revelio. So. Dann haben wir da irgendwo laufen da ein paar so Affen umeinander, ich hab schon gesehen. Was haben wir denn hier? Da wird es aber gekämpft, das sagte ich. Confringo! Akio! Revelio! Haben wir schon weiter, David. Einen nach dem anderen. Könnte man da irgendwie anders rein? Nicht wirklich, gell? Was ist da mit den Typen her da? Diese. Also Kiste. Vielleicht habe ich weiter oben in der Burg mehr Glück. Da ist eine Kiste. Was ist mit ihm? Gibst du? Akio! Confringo! Bozen schon. Revelio! Revelio. Akio! Oh! Ganz einfach ausgewichen. Auf! Auf! Hörst du auf? Da ist so ganz schön hell draußen. Ich sehe nicht, wo zaubert denn der über hier? Die zaubern sie. Wo ist der denn? Expelliarmus! Deine Zauber! Legioso! Expelliarmus! Hast du mich, hab ich mit Eine Leiter. Was? Aktualisierung von Hogwarts? Muss ich jetzt ein Update runterladen? Ist das der Ernst oder was? Tatsächlich. Ich muss tatsächlich gerade ein Update runterladen. Das ist ein Witz, ey. Du kannst nicht einmal mitten unter das Singleplayer spielen, bist du behindert. Wenn ich den Scheiß jetzt nochmal machen muss. Es war 500. Wo steht's? Moment.
Moment. Ja, steht nicht mehr dort, steht abgeschlossen dort. 554 Kilobyte. Warum? Weiß nix. Weiß ich nicht. Okay. Kann ich jetzt nicht sagen, ob es wegen dem abgekackt ist oder ob es. Keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Kann auch am PC liegen, um Gottes Willen. Natürlich kann das sein. Haben wir alles schon gehabt. Solange nicht der ganze PC davon ist. Naja. Haben wir ein Autosave. Ist nicht so tragisch. Wer hier wohl gelebt hat? Müssen wir das jetzt nochmal mit dem Merlin-Scheiß? Okay. Confringo. Und hilft's auch nicht. So, zack. Zack, das machen wir noch. Den haben wir gleich wieder durch. Ja, mit mir gleich wieder durch, wir ab. So, aber das gefällt mir gar nicht. Sag ich dir, was ist? Merlin. Sag ich dir, was ist? Das gefällt mir gar nicht. Kann ich das überspringen? Nö. Jetzt nichts mehr liegt. Warum? Das war interessant, ob vielleicht Grafikkarten 2 ist oder sonst wo. Weiß ich ja nicht. So lange am Stück, habe ich so lange am Stück schon gespielt? Ja, eigentlich schon. Wir werden sehen. Ich werde es ergründen. Revelio, wo waren jetzt die komischen kleinen Kobold-Idioten da? Da drin, ja. Kennen wir die eigentlich irgendwas da? Was haben wir denn hier? Akio. Ja, war schnell gestorben, der Grippe. So. Schau mal, vielleicht ist es ist ja gerne mal, also wenn wirklich ein Spiel einfach sich so Vielleicht habe ich weiter oben in der Burg mehr Glück. Ist Akio. Ja. War nicht das Update, aber ich habe jetzt gerade ein Update obergeladen, wie ich es später gemacht habe. Es ist ein bestimmter Effekt. An derselben Stelle ich wieder weg. Da kann mein PC nichts dafür. Hogwarts enttäuscht mich nicht. Quest verbuggt. Leck, denselben Schmarrn habe ich auch gehabt. Und gehen wir dann nicht mehr rein und fertig. Ja, Gott sei Dank, bin ich schon beruhigt. Wenn der Mob stirbt, also wenn der Gegner stirbt, wahrscheinlich. War nämlich gerade auch so. Müssen wir warten. Nichtsdestotrotz habe ich trotzdem gerade ein Update runtergeladen. Mit 554 KB. Herzlichen Glückwunsch. Ja, gut. Das heißt, nix. Wir machen die Sidequest einfach nicht und fertig. Wird schon behoben irgendwann. Also, Gott sei Dank. Nicht gespeicherte Spieldaten können verloren gehen. Besteht. Jetzt müssen wir den Merlin-Scheiß nochmal machen. Hilft dir nicht. Der mal weiter. Geh bitte. Da war eine Windows-Datei beschädigt, haben neu aufgesetzt. Was? Aber kannst auch das Game retten, dann soll's gehen. Ja gut, das tun wir aber nicht jetzt. Ist ja wohl das kriegen. Hab das auch gehabt mit der 4090er. Bei mir war es immer noch 2-3 Stunden, wenn ich gesagt habe, Grafiker umtauschen, seitdem nichts mehr. Das hat nichts mit der Grafikkarten zum Teil. Also in deinem Fall vielleicht, keine Ahnung, aber das da jetzt nicht. Garantiere ich jetzt, wenn wir jetzt da nochmal eingehen und ich denselben Gegner da nochmal angreifen, in dem Moment, wo er stirbt, geht's spät zu. Und Safe Game hat auch nichts damit zu tun. So! Dann rein dafür. Wir machen das Merlin-Ding noch schnell. Und haben wir schon Stufe 15. Ist eh wurscht. Wir kommen halt dann die Quest mit. Ja, jetzt ist die Frage. Können wir einfach eine andere Quest machen? Währenddessen die Quest läuft. Weiß ich nicht. Das erledigt. Kann das also? Ja, sicherlich kann das am Frühling. Dann können wir es gerne nochmal probieren. Und ich sag, haben wir die Zeit? Habt's nochmal schnell 2 Minuten. Ich garantiere. Oh, ja, den Run ohne Kills machen. Das geht natürlich auch. Das probieren wir jetzt einfach. Aber das speichert jetzt schnell. Und das mache ich jetzt nicht zum 5. Mal dann nochmal. Ja, speichert man nochmal. Zack. Also 100%ig, dass das nochmal abkackt. Ist in sehr kurzer Zeit wieder da. So, wir gehen mal auf. Ich möchte es auch selber nochmal sehen, weil dann bin ich mir, wenn es 3 Mal an derselben Stelle abkackt, dann bin ich mir 100%ig sicher.
So, da ist was zu wissen, das nehmen wir mit. So, der Gegner, einer von den 2 Gegnern da draußen war es. Vielleicht habe ich weiter oben in der Burg ja, mehr da Glück. sind 2 draußen und einer davon macht Probleme. Da drin. Das ist der sich umeinander fährt. Das war nicht. Du wirst bereuen, hier zu sein. Jetzt kann ich einfach nichts mehr tun. Levioso, Akio, Expelliarmus. Was haben wir denn da? Ausrüstungsplätzen. Was haben wir jetzt anders gemacht? Haben wir mir die vorher beide Male in das Feuer eingeworfen? Kannst du das sein? Revelio. Eine Leiter. Die brauche ich. Gut, beschweren wir uns nicht. Gut, wenn es funktioniert, warum auch immer, wir werden sehen. Nur haben wir nicht durch. Kraka-Temp. Ach, der Feind überhaupt nicht. Und Levioso, Akio, Confringo, Expelliarmus. Hab noch nie jemanden solche Magie wirken sehen. Levioso, Akio. Wobei da Nachmittag einmal eine Stunde oder eine halbe Stunde durchgespielt, auf volle Kanone auftrat. Ding wird nicht härter wie 80, 85 Grad. Auch wenn der Stream oder wenn Aufnahmen laufen, das ist schon geil. Da haben überall Gegner, mit Moment das jetzt einfach so das aus. Ja, Moment. Was ist mit ihm jetzt da? Ja, dann legst du mir am Arsch da um. Legst mir am Arsch da um! Das ist der Ort. Gut auf. Zauberprallen an mir ab. Levioso. Akio. Confringo. Expelliarmus. Levioso. Weg mit dem Hami! Scheint wieder zu funktionieren. Was haben wir anders gemacht? Ja, ein Manual Save haben wir gemacht. Kann sein, dass er, wenn er. Ja, okay, vielleicht kann es tatsächlich schon der Autosave sein. Aber ich glaube nicht, dass er ein Autosave anlegt, wenn ich den Gegner da umbringe. Obilu, 80 Grad dann überhaupt nicht, was für Grafikkarte unter Vollhaus. Die Lüfter laufen nicht mehr auf 30%. Und das Ding regelt sich selbst. Revelio. Da. Akio. Der wird bloß kämpfen bei uns. Confringo. Levioso. Expelliarmus. Du bist nicht so geübt darin, oder? Haben wir schon da. Gibt's einen Blitz um mich oben. Weg mit dem Schund. Weg mit dem Schund. Her mit dem Schund. Ah, schau hier, wir haben einen Bruder. Es ist zu spät, um deine Fehler einzusehen. Was für Fehler einsehen, ich überhaupt Revelio. Revelio! Gut, jetzt haben wir da natürlich erinnern, unser Ausrüstungsplatz an voll. Das ist natürlich ein bisschen dumm. Hatte wohl den richtigen Riecher. Akio. Confringo. Expelliarmus. Akio. Gut, kommt sauber ready, Meister. Confringo. Hallo, jeder Piep sauber. Aber nur falls es war. Dem können wir nichts tun, dann bringen wir die so. Zack, zack, eine ins Maul. Sehr schön. Liegt da noch irgendjemand? Oh, tatsächlich. Akio. Confringo. Ich hab schon gesehen, da kommen jetzt so halber Feldgegner herin. Werde nicht ruhen. Akio. Au, den hab ich nicht gekommen. Levioso. Confringo. Sehr schön. Rot ist schon. Akio. Confringo. Oh ja, bitte nicht aufpassen, bis wir uns heilen. Das ist nix. Oder mir jetzt da drauf oder nicht? Nicht davon. Akio. Easy. Easy peasy. Nur dazu, muss man auch dazu sagen, sobald das Speer aus ist,
droppt die Temperatur von der Grafikkarten um 30 Eine Grad. Kesseltür. Wir haben Wie nicht geht lange sie gespielt. Und sie geht nicht wieder so schnell auf, wie es gefallen ist. Liegt nicht an der Temperatur. Liegt auch nicht an der Grafikkarte, glaube ich. Es war einfach, was weiß ich, was da jetzt war. Was weiß ich, was da jetzt war. Wo müssen wir mir überhaupt hin, ist die Frage aller Fragen. Jetzt lasst mich mal da mal... Schleichen wir mal da ein wenig umeinander. Wenn mir umeinander geschlichen gehört. Wir haben da mitten in irgendeinem Dungeon drin. Duellleistungen. Besiege einen Gegner mit alter Magie. Das haben wir schon ein paar Mal gehabt. Das schaut ein bisschen nach Backtracking aus, muss ich sagen. Oh, mal gucken. Wo zur Hölle sind wir? Oh, da ist ein Geschlüssel. Da haben wir gekommen. Jetzt, Moment einmal. Hallo, Homora. Das haben wir schon gehabt. Okay. Easy! Wenn du dir das eben... Was Lucian schreibt, Merlins Dingens machen, das Inventargröße. Wenn du dir das kurz abholst, wo hol ich man das ab? Pass mir hoch. Ist das nicht irgendwo... Wo ist denn das drin? Das sind die Sammlungen. Wo ist denn das drin? Erkundung. Kennen Sie ja mittlerweile keine alte Nudel mehr aus? Herausforderung. Erkundung, ja. Schließe Prüfungen Merlins ab. Da brauche ich noch 4. Das dauert ewig. Da löschen wir mir lieber irgendwelche Teile aus dem Inventar aus. Jetzt passen wir auf. Wo sehe ich denn alle meine Inventarteile? Inventar wahrscheinlich. Aber da sehe ich es halt eben auch gerade nicht. Schauen wir in die Handschuhe ein. Löschen wir alle grünen Sachen oder wie? Löschen wir alle grünen Sachen. C, zerstören. Zerstören. Das ist das Einzige, was wir haben. Zerstören, zerstören, zerstören. Hoppala, war ein bisschen länger da. Sonst dauert unser Test lang. Was haben wir auch? Das Ding haben wir auch, gell? Wir müssen auch noch in den Raum der Wünsche und einmal unsere legendären Dinger da irgendwie identifizieren. Damit wir mal da irgendwie... Ja, ein paar drüber können wir schon mitnehmen. Passt schon, muss schon gelingen. Revelio. Krieger der Anhänger. Accio. Confringo. Da, es macht da immer einen kurzen, seltsamen Ruckler, wenn die Einheiten sterben. Das hat er vorher nicht gepackt, oder keine Ahnung. Was weiß ich. Revelio. Oh, Revelio, was ist da drin los? Gibt's jetzt da nicht mehr, oder was? Mal ein wenig umeinander schauen, nicht, dass wir mir da mal irgendwas übersehen, keine Ahnung. Da hinten ist noch eine Kiste. Ja, da geht's tatsächlich weiter schon hin. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Da kann's auch weitergehen, oder? Confringo. Ja. Da haben wir gekommen. Und gehen wir nochmal durch. Hilft eh nicht. Hilft ja sowieso nicht. Jetzt schauen wir da mal da hinten, kann's weitergehen. Nö. Nö. Nö, nö. Ich schaue ein bisschen auf der Minimap. Ja, da ist ein Geschloss. Ich sehe schon. Das muss man ja irgendwie aufkriegen. Vielleicht muss man die Dinger da irgendwie... Da drin. Ja, da ist schon Flüssigkeit drin. Irgendwas muss man schon mit den Real da. Irgendwas wird man mit diesen Rohren tun müssen. Schauen wir mal, dann sehen wir es schon. Das ist jetzt eine meilenweit längere, da haben wir schon gewesen. Eine meilenweit längere Quest, als ich mir das dachte. Da haben wir noch nicht gewesen. So einfach war es gewesen. Confringo. Ja, jetzt geht nämlich das komische Dampfzeug da. Haben wir ein bisschen Gold drin. Jetzt pumpt die Flüssigkeit da durch. Revelio. Sehr schön. Da unten ist noch eine Kiste irgendwo. Da ist noch was zum Looten. Ja.
Geht jetzt das auf schon oder? Ah ja. Ah. Schöne Sache. Dann aber fei. Machen wir es erstmal so. Moment. Akir. Akir. Konflikt. Levioso. Akir. Was ist denn jetzt? Waren sie jetzt hier? Hallo, wo sind denn alle? Akir. Konfringo. Jetzt, Oliver. Wo muss sie sitzen? Holy shit, den habe ich nicht gesehen. Konfringo. Expelliarm Akir. Konfringo. Akir. Nicht ganz. Oh, das ist der Pergit. Das ist der Boss. Was ist mit dir tun? Besiege berüchtigte Gegner. Herausforderung freigeschaltet. Oh, Konfringo. Expelliarm. Levioso. Akir. Aua. Levioso. Konfringo. Grütz in Allfeier. Akir. Konfringo. Haben wir's jetzt, da herin? Ich habe noch nie jemanden... Sag mal! Ja, finally. Dein Blut klebt an Ranrocks Händen. Looten! Oh, nicht identifizierter Legendary-Gegenstand. Da schau hin. Da schau hin! Da schau hin. Gibt es sonst was zum Looten irgendwo? Gimmige. Ja, kistige Kiste. Kistige Kiste. Kiste. Rustfarbenes Narrengewand. Du Narr! Das brauchen wir mich nicht, wenn wir Pro-Gamer. Bist du besoffen oder was? Are you drunk? Aber da haben wir jetzt aber schon irgendwas gefunden, oder? Sammeln, Roland Oaks Zauberstab. Das muss Mr. Oaks Zauberstab sein. Easy. Vielleicht kann er sich jetzt befreien. Schauen wir mal. Und da müsste es eigentlich auch noch irgendwo weitergehen. Da oben jetzt. Wie kommt man da rauf? Ah ja. Schauen wir mal. Ich muss zugeben, die Dungeons sind schon... Es ist halt, wir haben ja noch nicht einmal Fake gesehen. Das ist jetzt der dritte oder so. Die haben schon cool gemacht. Die sind groß, da sind ein Haufen Gegner drin. Okay. Revelio. Okay. Da ist der fette Loot. Da ist einfach eiskalt der fette Loot. Erkunde den Außenposten der Kobolde und finde Roland Oaks. Ja, aber... Konfringo. Da können wir nicht weiter. Das ist die Frage, wo es weitergeht. Ehrlich gesagt, absolut keine Ahnung. Ach, da kein Mensch. Ich hab schon noch ein paar Gegner. Haben wir mit der... Oh, da waren wir noch nicht, glaube ich. Waren wir da schon? Da schaut's gut aus. Ja, da schaut die Sache gut aus. Da schaut die Sache cremig aus. Ja. Irgendwo da ist noch ein Dings drin. Da stimmt was nicht. Auch cool gemacht, dass du halt einfach ein Revelio brauchst, damit du die Sachen da findest. Und dann kriegst du ein lässig elegantes Mitternachtsensemble, das du nicht brauchen kannst. Fix Leckenklump. Da, ich will tiefer in die Höhle hinein.
Nehmen Schund mit, bitte. Naja, dann kriege ich die auch nicht. Gibt's wieder mal Schlägerei? Akio! Expelliarmus! Leviosa! Akio! Kämpfen, bevor du... Akio! Ich hab kein Leviosa für die Ready, du Arschloch! Expelliarmus! Kannst du nicht aufhalten? Leviosa! Du lässt nach. Expelliarmus! Wieder so ein seltsamer Gegner. Easy. Ranrock hat euch alle in den Untergang Ich komm keine geführt. Powertränke mehr dran. Übrigens krass. Lol. Revelio. Easy peasy lemon squeezy. So, da gibt's irgendwo eine Kiste. Du kannst keine mega Powertränke mehr tragen. Das habe ich mittlerweile schon gespannt. Und irgendwie. Oh, ist er da eingesperrt? Das ist ihr Onkel, oder? Immer noch den wir suchen. Bin ich schon noch richtig. Haben wir da irgendwas? Wallach sagt nein. Hallo? Mr. Oaks? Mr. Oaks? Ja, ich bin hier. Sie haben meinen Zauberstab. Das Schloss dieser Zelle ist verzaubert. Mit so etwas habe ich schon meine Erfahrungen gemacht, aber ohne Zauberstab kann ich nichts tun, um es zu öffnen. Ich kann dann gehen, ich hab ihn gefunden. Schlüsselraum erwähnt. Finden Sie die. Hab ich schon. Glücklicherweise habe ich Ihren Zauberstab schon, Ja! Mr. Oaks. Sie haben ihn. Ja! Schnell, ehe Sie zurückkommen. Aber wer sagt, dass du eine vertrauensvolle Person bist? Weiß nicht, die. Weiß nicht. Zauberstab geben, ich denke schon. Mein Zauberstab. Oh, bei Berg. Danke. Ich bin da vor mir ein adretter Mann mit Zylinder. Mein Zauberstab und... Halt. Sie gehen noch zur Schule? Wir müssen Sie in Sicherheit bringen. Hier ist es gefährlich. Keine Sorge, Mr. Oaks. Ich kenne mich mit diesen Kobolden aus. Bei Merlin. Sie haben entweder viel Glück oder Talent. Wie haben Sie mich gefunden? Adelaide schickt mich. Sie war besorgt wegen ihrer Geschäfte mit Ranrocks Anhängern. Und das zu Recht. Ich konnte mich nicht an die Vereinbarung halten. Und als ich das sagte, landete ich mit verbundenen Augen hinter Gittern. Ich war so lange in dieser höllischen Zelle, dass Sie mich ganz vergessen haben. Ich habe Sie belauscht. Könnte ich Sie doch nur belohnen. Die verfluchten Kobolde haben mir den letzten Knut geklaut. Ich kann nur Danke sagen. Vielen Dank. Freut mich, dass ich Ihnen helfen Es war konnte, aber Mr. Oaks. umfangreiches Sidequest, Adelaide hält muss man große sagen. Stücke auf Und sie ist ja immer noch nicht gut. Und ich auf Sie. Sie kennt sich mit meinen Ich Handelsgewohnheiten hoffe, dass ich aus. offstream nicht Studiert einmal stets nicht meine detaillierten sagen, Eulen. sowas da mache, weil Hätte das ich mag mich ich doch eigentlich nur schon im nicht Stream mit diesen spielen. Unholden eingelassen. Das weiß ich halt vorher auch nicht. Ich habe meine Lektion gelernt. Mein Zauberstab, wie das Wiedersehen mit einem alten Freund. Fox McCloud schreibt, Ich das muss sagt nach nur Hause und Pro-Gaming. Adelaide sagen, Ich dass auch. es mir gut An der geht. Stelle ist damit Zeit auf alle Fälle Kommen auf Sie den zurecht? Like-Button zum Drücken. Ich komme zurecht, Wir wissen Mr. nicht Oaks. warum, aber Gehen Sie das zu können wir jetzt Adelaide. einfach. Sie macht Wer sich nicht gewiss drückt, noch viel größere Der Sorgen. drückt halt nicht. Ich Der möchte drückt unbedingt auf meine seine liebe eigene Nichte sehen. Like-Button. Und danach will ich eine Reise unternehmen, die mich möglichst weit fortführt. Ich danke Ihnen. Möge das Leben Sie für Ihre Taten reich belohnen. Alles Gute. Ich hätte gerne einen Zylinder als Dank. Als Dankeschön. Und Sie Mr. kann... Oaks hatte Glück. Ranrocks Haufen hätte ihn nie freigelassen. Gib Roland seinen Zauberstab. Geschichte von Roland Oaks. Abgeschlossen. 180 XP gibt es bloß. Ja gut, das hat uns fast ein ganzes Level gebracht und einen Haufen Gegner drin und so weiter. Ja, dann. Trifft Deke. Trifft Sebastian im Feldcroft. Was machen wir noch? Es ist halt eiskalt schon wieder 3/4. Guter Spaß, zweimal kurz abgekackt. Wer wissen wir nicht so hundertprozentig warum. Ich schieb's auf Spey. Sorry, aber es ist. Da hat der PC nichts damit zu tun. Sag ich dir, wie es ist. Im Schatten des Anwesens der Elf, der Schnaps. Der Schnappsack habe ich jetzt fast gelesen. Der Schnappsack und der Webstuhl. Was der wir? Da kriegen wir Belohnungen und da kriegen wir Triff Sebastian im Feldcroft. Was der wir? Nehmen wir das erste. Nehmen wir das erste. Irrwischt. Hau meine. Nehmen wir das erste. Dick mit Tierwesen. Das war jetzt das erste, was ich gelesen habe. Ich nehme natürlich das andere, ist eh klar. So, Karte her. Wo müssen wir überhaupt hin? Wieso gehen Karten nicht mehr her? Warum kann ich... Ach, wenn ich in der scheiß Höhle bin. Gibt's irgendeine Möglichkeit, da schneller aus der Höhle rauszukommen oder muss ich da jetzt
Ach, ich muss da... 4 oder 8? Hä? Das ist gleich ums Hauseck. Muss jetzt da wirklich rauslaufen? Haben wir uns da nichts einfallen lassen? Dass man da schnell aus dem Loch rauskommt. Oder ist es so, wenn wir da kommen, dann sind wir gekommen, oder ist dieses Backtracking... Akio, Ausgang! Das kann der Ausgang sein. Ja, das ist ja eine Instanz. Ah, das hätten wir schon mal... Wahrscheinlich habe ich es ja bloß wieder übersehen. Da habe ich was zum Sammeln. Jawohl, da haben wir für 3 Gold. Für 3 Gold drücke ich nicht mehr F. Was zur Hölle soll das? Ja, wir haben ja eine Instanz drin. Gut. Ja, gut. Gut, ist in Ordnung. Aber ganz am Schluss da hätten wir schon irgendwie was machen können, dass die Cutscene aussieht oder wie auch immer. Alles ruhig. Halte einen Gegner in der Luft. 10 Sekunden. Revelio. Duellleistungen. Wirke Stupor auf einen Gegner, dann müssen wir tatsächlich mal blocken. Das Protego. Auf ich sollte mir mal halten. Ich sag das, es ist, das Spiel läuft nicht gescheit. Ich sag's dir, wie es ist, das Spiel läuft nicht richtig. Vielleicht sollte man nicht. Vielleicht sollte man nicht. Weiß nicht. Nicht blocken. Es fühlt sich also, es kommt der Effekt, blub, Speiger. Deswegen wird Grafikkarten nicht so als sonst irgendwas. Es ist wahrscheinlich eine Mischung aus Grafikkartentreiber und Spui. Wahrscheinlich. Hat man gerade die Kommentare zum letzten Patch gelesen und viele schreiben, dass jetzt das Game random crasht. Super. Super. Also ich bin mir auch sehr sicher, dass es nicht am PC liegt, um Gottes Willen. Hat es nicht auch ganz am Anfang geheißen, dass ein Spiel grundsätzlich schwerste, richtig nervige Probleme hat mit der 3000er und 4000er Serie? Was soll ich machen? Spiel schlecht gemacht. Was kann ich jetzt tun dafür? So ein traurig. Wenn es am PC liegt, dann gibt es den Rage of the Century. Dann wird einfach Spiel deinstalliert, weil alles andere nicht funktioniert. Ich spiele auch noch andere Dinge, so ist es nicht. Achtung, wir brauchen nochmal Protego. Protego! Ja. Keine Ahnung. Keine Ahnung! Das ist absolut random. Wie ist das Ding, was der YBO schreibt? Absolute random Crashs, die nicht nachvollziehbar sind. Vorher mal kurz an derselben Stelle, da wo man sich vielleicht kurz Dinge hätte können, so könnte bestimmter Effekt im Spiel sein oder was auch immer, aber keine Ahnung. War bei mir durch die ganze Hauptstory auch 2 bis 3 Mal so. Achtung, wir nehmen nochmal lieber die 3 Gold mit, damit nichts passiert. Und bevor wir jetzt rausgehen und irgendwas deren, müssen wir einfach öfter speichern. Das ist der indirekte Aufruf zu speichern einmal öfter, damit es denselben Scheiß 100 Mal machen muss. Ja, es ist, weiß ich nicht. Aber es startet wieder sehr schnell. Was? Ja, wenn das nicht auf dem Rechner nicht schnell starten würde, dann, dann hätte ich auch irgendwann einmal gesagt, ja Freunde, ich glaube, das wird nichts mehr mit uns. So, wo müssen wir hin? Ja, wir machen Schatten des Anwesens. Da können wir Karten wieder aufmachen. Easy peasy. Die ganze Scheiße da. Alter. Das ist 1 Kilometer weit weg. Da werden wir hinfliegen müssen, ne? Wird uns nichts anderes überbleiben. Da bin ich gespannt. Hoffentlich ist es nochmal schnell eine fette Quest. Los geht's! Gary, Haber 13.1 bei mir ist bisher nach dem ersten Patch rund gelaufen. Okay. Dein PC ist zu schnell. Der hat gleich alle deine Spiele durchgespielt, die du noch spielen möchtest. Ich fürchte auch. So. Ja gut. Mit dem haben wir jetzt gar nicht lange umeinander. Da fliegen wir straight hin. So, währenddessen können wir uns ein bisschen unterhalten, was ist sonst so passiert. Gut, Protego ist schon mini. War bei mir durch die ganze Zeit auf der Konsole, hat seit dem Update auch ein paar Bugs. Wie gesagt, das Spiel war nicht fertig. Ich habe ja gleich gelesen, dass an Tag 1 nicht gescheit gelaufen ist. Da haben wir mir noch gelocht. Besser gesagt, kann man da drüber fliegen? Nein. Oh ja, da ist die unsichtbare war. Wo bin denn ich? Wieso kann ich da nicht drüber? Okay, müssen wir da außen rundum fliegen. Hilft nicht. Da haben wir mir noch gelocht. Lauf's in 2080er Ti. Da hat er nichts gefeit, außer dass natürlich nicht ganz so performant gelaufen ist, aber das ist gut, das ist auch klar. Die Next-Gen-Spiele
Kannst du völlig knicken, Alter. Kannst du völlig knicken, Alter. Jetzt, wenn es nur einmal abkackt, dann mach ich nicht mehr. Dann war's das mit Hogwarts Legacy. Kannst du knicken, Alter. Mir die Scheiße da tue. Hast eigentlich deinen Besen einmal besser gemacht? Nein, das ist die einzige Nebenquest, die ich nicht gemacht habe. Das mit dem Besen fliegen. Der Douglas schreibt, das nervt halt echt lang. Ja, mir hat's auch gleich. Dass ich sage, das war's, machen wir Blättschmerz. War dann vermutlich erst einmal für gewisse Zeit der letzte Hogwarts-Stream. So leid's mir tut, Spey war super, aber naja. Und gleich löschen den Scheiß. Interessant war ja heute, was wir jetzt einfach mal deren, jetzt machen wir Hardware-Info auf, schaut nicht. Hardware-Info, machen wir einfach mehr auf, ist ein scheiß Wurscht. Gut, das kann ich von da nicht lesen, weil der dritte Monitor nicht läuft. Und das ist ja total übertrieben dann. Jetzt muss ich mein OBS schnell mit zumachen. Machen wir so. Schauen wir mal, vielleicht wieder doch irgendwas zu heiß, keine Ahnung. Man, unter 1,5 Stunden Stream ist auch noch nicht gelaufen. Ja, fällt überhaupt nichts. GPU hat 53 Grad, CPU hat 67 Grad. Aber gut, erstmal ein bisschen im Späteren bleiben wir mal zumindest 5 Minuten, wenn es nicht einfach wieder random abkackt. Wo sind wir jetzt? Wie fliegen wir da jetzt am dümmsten? So, mit Karten hier. Fliegen wir da einfach anders drin um. Wobei das wahrscheinlich random völlig wurscht ist. Warum haben wir da überhaupt einen Quick-Save drin? Weiß auch kein Mensch. Gehen wir mal links rundum. Gehen wir mal außen. Schauen wir da. Und zack. Wir müssen halt den Berg da ein bisschen umfliegen, weil man da nicht direkt durchfliegen kann. Das ist wahrscheinlich auch beabsichtigt so. Unter uns sind ein Haufen Lager. Entwaffne einen Wilderer Henker, während er seinen Explosionsangriff vorbereitet. Das wirst du bitter bereuen. Oh, die greifen mich ab, wo ich da ganz weit drüber fliege. Schauen wir mal. Grafikkarten 59 Grad, fällt überhaupt nichts. CPU 77 Grad, fällt auch überhaupt nichts. Wo haben wir mittlerweile? Ja, das ist für ein ganz schönes Mega. Kann man eigentlich. Nein, kann man nicht. Hoppala, mal ein bisschen herfliegen. Nein, auf dem Weg müssen wir halt diese ganzen Lager da eigentlich clearen und Zeug sammeln und so weiter. Dann brauchst du ewig. Wir fliegen jetzt fast bis ans Ende der Map, sage ich das richtig? Denke schon, oder? Fliegen wir jetzt einfach oben drüber. Ich glaube, ja, weg von der Wand, weil ich glaube, ich schieb's dir schon wieder in die Schuhe da mit dem komischen Chernobyl-Effekt da. Ja. Gib Gas. 500 noch. So, geht schon. Ah, die Quest, schauen wir mal, ob wir die Quest noch hinkriegen. Heute Nachmittag ist es auf alle Fälle nicht abgekackt. Oh, jetzt kommen wir in einer Ritterburg an. Rein damit! Sagen wir 63 Grad, 78 Grad, fällt überhaupt nichts. Da fällt überhaupt nichts, Kinder. Also mit dem System fällt absolut gar nichts. CPU drosselt sich ja nicht irgendwie oder irgendwie so. Ist einfach schlichtweg das Spey. So, Press F für warten. Mir tappt man dabei aus. Du bist hier. Damit ich euch wieder lesen kann. Servus, Grigos. Grigos, ja. Auf der 5er läuft's wie Butter ohne Probleme. Da habe ich auch gerade was anderes gelesen. Gerade hat jemand gesagt, seit dem Patch hat's auch auf der Konsole Bugs. It is what it is. Sind wir fertig. Ich passe auf. Oh, speichern, wenn du da bist, dass du es nicht nochmal fliegen müsstest. Niemand fühlt sich hier sicher, seit Ranrocks Anhänger Interesse an dem Schloss dort drüben gezeigt haben. Schloss Rookwood. Mein Onkel Solomon ist ehemaliger Auror und will dem nicht nachgehen, selbst nachdem einer von ihnen Anne verflucht hat. Vielleicht sogar mit einem Zauberstab. Ich hörte, wie ein Kobold-Zauberer als Stabträger bezeichnete. Dürfen Kobolde keine Zauberstäbe tragen? Genau. Deshalb suche ich nach Antworten. Wenn ich sie heilen will, muss ich verstehen, was mit ihr passiert ist. Anne war immer am frechsten von uns dreien. Und das heißt schon was, wenn man mich und Ominous kennt. Ich hoffe, ein Überraschungsbesuch von mir und einem neuen Freund aus Hogwarts hebt ihre Laune und bringt die alte Anne zurück. Komm, wir gehen zu meinem Onkel. Hier lang. Achtung, speichern.
Jetzt machen wir mal Folgendes. Wir löschen jetzt die Speicherstände bis auf 1, falls wirklich irgendwie. Und machen wir den ganz neu, falls wirklich irgendwas mit dem zum Tor hat. Glaube allerdings nicht. So, die Quest machen wir noch. Feldcroft war mal viel lebendiger. Jetzt, da Ranrocks Leute dauernd umherlaufen, bleiben alle außer Sichtweite. Wir sind da. Meine Schwester sollte drin sein. Hey, liebste, allerliebste Schwester. So, das war's. Ich mag nicht mehr. Ich sag das, was es ist. And it's over. Jetzt wird's mir halt einfach zu blöd. Geht nicht sagen, so in die Quest macht man noch. Ja, es ist schon krass auffällig, wie oft das jetzt am Schluss. In der ersten Stunde hat nichts gefeit. In der ersten Stunde hat nichts gefeit. Der Sesam schreibt was aus. Ja, was aus? Möchtest du das jetzt noch weiter oder soll ich 2 Minuten das Spiel abstürzt? Ich nicht. Es tut mir unfassbar leid. Tut mir unfassbar. Es ist extrem ärgerlich. Auch gerade mit dem neuen, eigentlich soll ich da steht mein alter Rechner, den kann ich eigentlich auch noch hernehmen. Eigentlich soll ich das da drauf wieder installieren, zum da streamen. Alles, ja. So schlimm war es bei mir bei weitem nicht. Machen wir eine Fehlerüberprüfung auf Steam, das hat bei mir geholfen. Ja, das habe ich noch nicht da. Das habe ich gestern da mit einem AMD, wäre das, ja, da war es schon im ersten Stream passiert. Tu dich nicht an. Und der PC, da war Rauch rausgekommen. Liegt nur an dem neuen Update. Das war auffällig. Das war auffällig. Nach dem ersten Absturz hat er ja ein Update, irgendein Mini-Futsal-Update installiert und seitdem kackt es andauernd ab. Keine Ahnung. Die erste Stunde ist ja reibungslos gelaufen. Und er wird nicht so heiß. Nichts davon. Also weder der CPU noch irgendetwas. Das haben wir auch lange genug getestet. Die Grafikkarten laufen nicht einmal, auf 50%. Auf 30 ohne RTX. Lächerlich, die wird nicht zweimal oder sonst was. Und in der HW Info, das ist übrigens für die Leute, die nicht wissen, was redet er denn? Es ist ein Programm, ein Nebenprogramm, das trackt mit oder zeigt einen Haufen Sachen an, was am PC passiert. Wie viel Leistung verbraucht der CPU, wie heiß sind die Kerne, wie heiß ist der Sockel, wie heiß ist der Grafikkarten, etc., etc., etc. Das tut mir jetzt unfassbar leid. Jetzt müssen wir uns allerdings für den Mittwoch was ausdenken. Weil das spiele ich so natürlich nicht weiter. Wenn es ist, dann müssten wir ein wenig warten oder was weiß ich. Ich muss sowieso sagen, nach 5, 6 Streams lasst die Begeisterung einfach ein bisschen nach. Seien wir ehrlich? Was sagt ihr? Seien wir ehrlich? Es ist ein super Spiel, brauchen wir nicht schmerzen, aber ich glaube, wir haben vieles gesehen. Nicht alles natürlich, aber ja. Wann kommt Last of Us? Lass mich schauen. Lass mich in mein schlaues kleines Kalenderchen gucken. The Last of Us Release, ja, ist am 29. März. Das ist nicht mehr lang hin, aber ziemlich genau in 3 Wochen. Morgen, heute in 3 Wochen. Mir heißt, wir brauchen jetzt irgendwas für 2 Mittwochs. Was tun wir noch? Oder Battle Brothers. Oder ich frage mich bitte nicht warum, aber weißt du, auf was ich Bock hätte? Mal wieder zwischendrin, da haben wir genau vor einem Jahr angefangen. Weißt du, auf was ich Bock hätte? Mal wieder auf ein ganz klassisches Video-Review. Das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Das haben wir damals vielleicht ein bisschen übertrieben. Da waren auch gerade keine Spiele da und nichts, aber einfach mal mittendrin so miteinander irgendwas anschauen, kommentieren, Bullshit labern. Leid absagen, Idioten bloßstellen, keine Ahnung. Nein, Mimi-Mittwoch machen wir nicht. Mimi-Mittwoch machen wir nicht. Also Mimi-Review ist tot. Das habe ich einfach für tot erklärt, Alter, weil in dieser Community einfach, es gibt ein paar Leute, die wissen, wie man Mimis macht. Aber der Großteil weiß einfach nicht. Und das wird ja nichts mehr in dem Leben. Mir war es wurscht, solange du deine Mutter mal wieder hinmachst. Gewohnt euch nicht zu Fedro. Das ist wahrscheinlich das letzte Mal für eine gewisse Zeit, dass das Outfit seht. Ist aber nicht das letzte Outfit, trust me. So, mehr sage ich da jetzt nicht.
Vater mal bitte, richtig. Did you just assume this penis gender? Tavern Master, Busenbude, nein. Da haben wir ja auch alles gesehen. Das haben wir ja im Prinzip auch durchgespielt. Alles was da noch gekommen war ja, wie soll ich sagen, war ja nur noch gegrindet gewesen. Da ist ja nichts Neues mehr passiert. Na, bitte kein Battle Brothers, vielleicht mal wieder ein Aufbauspiel oder Video-Review beziehungsweise Retro-Reise über Stronghold oder so. Ja, Retro-Reise war eigentlich auch lustig. Ein VR-Spiel, auf VR habe ich überhaupt keinen Bock mehr. Ich sag das, was ist das unkamperte Scheißding. Das war eine der größten Fehlinvestitionen meines Lebens. Gott sei Dank habe ich das hauptsächlich für den Stream gekauft und da haben wir es ausgenutzt. Ganz ehrlich, off-Stream benutze ich dieses Ding nie, weil es einfach nur nervt. Ein Bob Lost? Nein, den gibt es bloß so einmal im Jahr. Kennst du Wreckfest überhaupt? Nein, das ist aber jetzt ist es ja noch Autorennen-Scheiße und mit Autorennen kann ich überhaupt nichts anfangen. Also überhaupt nichts. Ach komm, Half-Life Alyx war doch super. Wenn man bedenkt, dass Half-Life Alyx mit dem Teil 1100 € kostet hat, dann war es eher wieder so mittelmäßig gut. Und ansonsten habe ich nicht viel gespielt. Atomic Heart! Klauen uns da 2 Streams. Das ist halt dann wieder so, ich sag's euch, wie es ist. Am 24. März kommt Resident Evil 4 und am 29. März kommt The Last of Us. Und dann gibt's eine ganze Zeit lang nur das, nämlich bis wir es durch haben. Das sind die Spiele, die will ich durchspielen. Ich denke, dass der ganze April nur aus den 2 Spielen bestehen wird. Sage ich euch, wie es ist. Atomic Heart ist eh nicht so gut. Das hätte ich mir auch erst angeschaut. Sag ich dir, was es ist. Ich habe einen Test gesehen, da schneidet es ganz okay ab. Passt schon, aber nicht so, dass ich sage, oh ja, müssen wir unbedingt reindreschen. Ist nicht auch ziemlich bald Diablo 3 Beta? Sollen wir da einmal schnell schauen? Sollen wir da einmal schnell schauen? Pass mich an. Ich wollte Beta eigentlich nicht spielen. Diablo 3 habe ich jetzt gerade gesagt, oder? Diablo 4, Entschuldigung. Diablo 4 Closed Beta. Um Gottes Willen, Entschuldigung. Weiß jemand das da? Warum weiß ich das nicht? Ja, weil ich es eigentlich nicht spielen würde. Am 17.03. würde Jedi Survivor rauskommen. Das stimmt nicht, das ist verschoben worden auf 28. April. Wann kommt die Open Beta? Juni. Na, das ist einfach gelungen. Spinne ich jetzt, oder was? Hallo, Diablo 4, Close Beta. Blizzard hat's doch schon angekündigt! Wieso steht das nirgends anständig, wenn ich da noch suche? Welch Behinderung! 18. im Vorverkauf. Let me have a look. Diablo 4, nein, das ist Diablo Immortal. Ich hab da Diablo 4 da noch nicht einmal drin. Sag mal, Blizzard, bist du vollkommen behindert einfach nur. Ich kann Diablo 4 noch nicht einmal vorbestellen. Ich meine, vorbestellen muss ich sowieso, weil ich es halt am 2. Juni schon spielen werde. Habe ich auch schon oft genug gesagt. Da gibt es dann einen Stream durchgehend, sofern ich streamen kann irgendwie. Ich meine, ich mache natürlich einmal aus zum Essen, einmal zum Duschen, einmal was und so weiter. Aber da werden wir mehr streamen, als das normal der Fall ist. Und dann verpisse ich mich in Urlaub. Da ist aber noch 3 Monate hin. Am 17. bis 19. März bei Hacko Mercy. Ich weiß jetzt nicht, wie du das gefunden hast, aber ist ja wurscht. Jetzt pass Obacht, das ist ein Freitag bis Sonntag. Ja, da fürchte ich, werden wir mal eine streamen müssen. Was sagt ihr dazu? Hat einen bestimmten Grund. Ich möchte alles in dem Spiel, was freispielbare Cosmetics sind und so weiter. Und wenn man einen Charakter auf Level 20 spielt in Diablo 4, dann kriegt man so einen kleinen Wolfsjungen, also ein Wolfsjunges, das man sich umhängen kann und da mit dabei hat. Und haben sie mich schon. Haben sie mich schon. 17. bis 19. Ja, das ist aber halt dumm, das ist der Freitag bis Sonntag, aber ist ja wurscht. Stream, schreibe ich gleich rein. Sag das, was ist, schreibe mein Ding in mein Spielekalender rein. Stream, haben Sie Interesse dran? Ab in den Chat. Haben Sie Interesse daran? Sollen wir es vorher schon mal ausprobieren? Natürlich nicht viel. Es ist meines Wissens, sind nur 3 Klassen spielbar. Barbar, Zauberin und ist der Druide oder der Rogue? Weiß ich nicht. Ich glaube, es ist der Rogue. Und die eigentlichen Klassen, die ich gespielt hätte, wo ich mir noch nicht ganz sicher bin, die haben sowieso nicht freigeschaltet. Das ist der Necro und der Druide.
Und ich glaube, dass ich einen Necro spenden werde, wenn es dann letztendlich rauskommt. Und ja, ich sag da nur Logen. Der Winzel schreibt, nein, Winzel, es ist mir egal. Du bist 1 gegen 100. Ja, Stream Diablo 4 Beta, könnt ihr euch gleich mal reinschreiben, 17. März. Das ist, ja, nächste Woche am Freitag. Warum eigentlich nicht? Ich sag's euch auch ganz ehrlich, ich bin sehr gehypt von meinem PC. Wenn jetzt Hogwarts nicht so rumspacken darf da eigentlich insgeheim auch dieses Wochenende Stream mal zumindest halbwegs hingeplant sei, dass wir am Wochenende ein paar Meter machen und mit der Hauptquest weiterkommen. Aber in diesem desaströsen Zustand von diesem Spiel, und ich schieb's auch immer nur aufs Spiel, ich glaube nicht, dass mein PC schuld ist. So. Wird dann nichts. Was der wir dann nächste Woche? Wirst du einmal kurz Dead Island 2 ausprobieren für einen Stream? Kommt am 21. April. Warum habe ich das? Das schreibe ich mir jetzt einmal auf. Damit ihr nicht fragen müsst, was zur Hölle schreibt das ihr denn da auf? Ich habe mir einfach nur eine Excel-Tabelle gemacht, wo ein Kalender drin ist. Und da schreibe ich mir Spiele-Releases ein. Damit ich ungefähr weiß, wann was kommt. Wenn was verschoben wird, da können wir eigentlich gleich noch gern, wenn ihr Interesse dran habt, ein bisschen über das, ein bisschen oberschmerzen muss es mir. Ich bin noch nicht ganz damit kommod und konform, wie das in Zukunft hier laufen wird, aber wir können drüber schmerzen. Vielleicht merkt man, ich möchte mich gerne mehr auf Streams konzentrieren. Ja, haben wir schon ein paar Mal drüber geredet, aber ist ja wurscht. 21. Pass auf, Dead Island 2, wenn es wirklich kommt, das ist ja auch 1000-mal verschoben worden. So, Zitronenbaum. Am 24.03. bis 26.03. ist die Open Beta für alle auch ohne Vorbestellung und da sind dann auch alle 5 Klassen verfügbar. Zitronen, merci für deine Info. Bitte in den normalen Chat rein, das muss dir nicht 5 Euro kosten. Das hätte ich nämlich jetzt sowieso dann gesagt. Ich hätte bloß das Datum nicht gewusst. Aber ich hätte vermutet, das Wochenende drauf ist Open Beta, da musst du nicht vorbestellen, dann kannst du Diablo 4 mal ausprobieren und da sind dann auch alle 5 Klassen off. Aber die mag ich nicht ausprobieren, weil ich mich einfach dann auf den Release verlasse am 2. Juni. Außerdem sind das keine Beta-Tests. Was meinst du, wie viel das die in dem Spiel noch ändern in die letzten 3 Monate? Kannst du vergessen, sind ganz klassische Promo-Betas. Das heißt, die mengen die nochmal anfixen. Für was gibt es denn 2 Wochenenden? Einmal für die Vorbesteller, einmal für die Nicht-Vorbesteller, damit man aus ein paar Leuten noch ein paar Vorbestellungen außerkitzelt. Wenn es da noch groß was geändert wird an dem Spiel, das kannst du vergessen. Noch dazu glaube ich auch nicht, dass wir mir die Version kriegen, die dann am 2. Juni released wird. Niemals. Kannst du knicken. Aber ist egal. Mal reinlunzen, einfach mal schauen. Ich freue mich drauf wie ein kleines Kind. Ich wollte es eigentlich aussetzen, aber jetzt, wo ich gesehen habe, wenn man eben einen Charakter auf Level 20 spielt und das soll jetzt funktionieren innerhalb von einem Wochenende leicht eigentlich, egal ob man das Spiel kennt oder nicht, dann kriegt man halt so einen kleinen Kosmetik und den darf ich mir gerne holen. So. Aber Death Island 2 wird ab 18, weil Blut ohne Ende. Ja, weiß ich, man munkelt, dass ich Splatter und Gore ziemlich gerne habe. Es darf halt bloß nicht bei uns indiziert sein. Ah ja, da haben wir es eh schon, der YBO. Death Island ist bis heute in Deutschland indiziert, glaub nicht, dass du das streamen darfst. Das 2er kann nicht indiziert sein, weil es noch nicht mehr raus ist. Und Dead Island 1 ist, wir werden sehen. Okay, es sind Zombie-Spiele. Natürlich haben die Splatter und Gore. Wenn es indiziert wird, dann darf man es nicht spielen aus, dann haben wir Pech gehabt. Genau, dann haben wir heute was. Wir wissen auch seit heute übrigens ziemlich genau, wann die Sommerpause dieses Jahr endet. Jetzt redet er schon wieder von der Sommerpause, da ist nur ein halbes Jahr hin, aber nicht ganz, 5 Monate ist noch hin, aber ist egal. Heute wurde announced, sollen wir es uns so, ich hab OBS noch nicht so weit eingerichtet, dass wir YouTube-Videos schauen können. Wie gesagt, der PC, der ist noch keine 24 Stunden nicht aufgesetzt, final. Der Basti Hero schreibt was Wichtiges. Hat mit dem i5 13600K und der 4070 Ti die gleichen Probleme wie du in Hogwarts Legacy, Birger. Dann sagst du es, haben wir alle ein bisschen so das Problem. Ich sag's euch auch ganz ehrlich, das Spiel ist zu früh gekommen und das wissen auch alle. Und mit den neuen Hardware-Modulen kommt es vielleicht einfach nicht zurecht. Habe jetzt schon ein paar Mal gehört und gelesen. Und ja, mit meiner alten 2080 Ti hat sich nichts gefeit. Nicht einmal abgehackt, gar nichts, aber ist halt schlechter gelaufen, ist ja eh klar. So. Dead Island 2 Diablo 4 Beta, könnt ihr euch gleich mal aufschreiben. 17. März, Freitag,
20 Uhr. Okay? Sofern die Server laufen. Kann natürlich sein, dass ich keinen Schwanz einloggen kann. Dann hauen wir uns 20 Zwischig. Und wird wahrscheinlich auch ein Überlänge-Stream. Schauen wir uns einfach einmal an und hackelt wir uns da 2-3 Stunden durch und schauen wir einfach mal, was das Spiel kann. Ja, da gehen wir gleich mal einen Vorgeschmack auf Juni. So wird das ganze Wochenende bis Mittwoch ausschauen. So, letzter Versuch. Transport Fever 2. Mir ist der Sonntag Ruhetag, ich lese die schon. Es hat schon einen Grund, warum ich es nicht vorlese. Weiß nicht. Vielleicht, weiß ich noch nicht. Ich sag's euch sowieso, ich werde eventuell eine Discord-Umfrage machen, was wir spielen könnten. Vielleicht fällt mir selber was ein, auf was ich Bock habe. Wir werden sehen. Was? Ich muss weg? ARD streamt? What the fuck? Was? Das sind die Probleme von den Geidigen, richtig. Aber haben First World Problems, weil ich setze jetzt einfach meinen alten PC auch wieder auf und spielen wir es von dem aus. Haben wir alles. So, jetzt bei so Wort. Warum habe ich da einen Kalender in einer Excel-Datei, wo ich mir Spiele-Releases aufschreibe? Ganz einfach, weil ich mich gern mehr und vor allem nur auf Streamen konzentrieren würde gern. Ist jetzt natürlich ein bisschen blöd dahergeredet. Er streamt ja eh bloß 2-mal in der Woche, von 8 bis um 10 und Ding. Aber ganz ehrlich, ich möchte, das haben wir schon ein paar Mal drüber geredet, ich mag schon noch Videos machen, nicht falsch verstehen. Aber einfach nicht mehr den alten Scheiß. Und ich will nicht mehr fertig mit dem drüber nachdenken, oh Gott, das müsste eigentlich ein Video kommen und blau und klump. Vielleicht hat es der eine oder andere bemerkt. Ich habe in den letzten 1,5 Wochen 3 so Shorts gemacht, rausgeschnitten aus dem Stream, ein bisschen geeditet, ein paar Sachen dazu, ja, damit es nicht einfach bloß außergeschnitten reingeschissen ist. Und die sind gar nicht so schlecht angekommen. Haben alle 10.000, 13.000 und 10.000 Aufrufe und so weiter. Wer hat's gesehen? Lass mal deinen Kalender sehen. Nein. Das ist so, wie ich meinen Kalender zeigen. Da stehen dann nicht bloß Spiele-Releases drin, sondern auch andere Sachen, die eigentlich nicht so gingen. Nimm den neuen als Streaming-PC, dann kackt's ja trotzdem ab. Es liegt ja nicht am Streamen. Der Blackswell schreibt, back to the roots! der Blackswell, da. Der Blackswell war schon da. Da war von euch noch kein einziger da. War zu einer Zeit, da habe ich angefangen zum Streamen. Sehr regelmäßig, sehr lang, über ein halbes Jahr lang, jeden Tag und so weiter. Und der kann bestätigen, wenn ich sage, das ist eigentlich, was ich immer machen wollte. Ja, der Stream. Ich mag auch immer noch Videos machen, aber halt wirklich nur noch, wenn ich Bock habe. Okay? Und ich glaube, in den letzten 2 Wochen habe ich verstanden, für was man die Shorts brauchen kann, für was man die Kurzvideos brauchen kann, ohne dass ich mir dabei blöd vorkomme, ohne dass irgendein peinlicher Scheißdreck ist, mit Arschgewackelt zu irgendeiner Drecksmuse für geistig Minderbemüht oder irgend sowas. Keine Angst, an Mist wird es nicht geben. Okay? Und wenn, dann mit etwas mehr Liebe und mit etwas mehr Aufwand etc., weil das so weit wird es nicht kommen. So. Und ich habe keine negativen Kommentare gekriegt, ich habe nicht unübermesslich über viel Dislikes gekriegt oder so. Es war einfach egal. Dann hat mir gedacht so, okay, die Leute nehmen es an, das ist okay. Und ich habe mich dabei erwischt, dass es richtig viel Spaß macht, einfach was Neues zu machen. Okay? Es sind einfach Shorts aus Clips, aus Streams und so weiter, lustige Momente und das macht mir momentan einfach Spaß. Und der Plan dahinter, sage ich auch ganz ehrlich, natürlich gibt es ein bisschen einen Plan dahinter, ist vielleicht einmal eine neue Leute damit zu erreichen und nicht ständig irgendwelche was weiß ich, Schweiners, Bierdimpfen, Affen, die in dem Stream da herin nicht sein wollen. Zielgruppe falsch, okay? Und mit so Gaming-Dingen einfach vielleicht einmal ein bisschen mit der Moderne gehen, mit der Zeit gehen, nicht irgendwie 5 Jahre hinten hängen bleiben sie mit, die Videos müssen so sein, alles andere ist beschissen. Ich hasse nach wie vor Shorts-Content, ja? Den typischen Shorts-Content. Aber wenn da ein kurz Video aus dem Stream kommt, das einfach eine lustige Situation nochmal bringt, dann finde ich das erstens euch gegenüber, die schon da sind und abonnieren und die Glocken aktiv haben und das dann sehen, ein kleiner Fanservice. Einfach nur mal da, lustiger Moment, hast kurz was zum Lachen, passt, da ist ja kein Stress nicht dabei. Wenn ich aber bitte ich auch euch darum, wenn ich irgendwann wirklich nicht mehr kapiere, was los ist und ich fange an, irgendeinen peinlichen Scheiß zu machen, dann sagt es mir bitte. Falls ich irgendwann einmal dann im Kleiderl da stehe
und zu, weiß ich nicht, ich kenne die neue Muse nicht, die da läuft, ich kenne keinen Mensch nicht, zu irgendeiner hyperaktiv, geistig zurückgebliebenen Scheiße tanz. Ja? Sagt der mit dem Pimmel im Gesicht. Ihr wisst, alle, die da herin sind, wissen, wo das herkommt und warum ich da sitze mit dem Pimmel im Gesicht, warum. Da habe ich mir was ausdenkt, hat mir Mühe gegeben. Und das ist auch was, sage ich jetzt auch den Leuten, die noch da sind. Das ist auch was ich gerne öfter dort hat. Da habe ich mich nicht bei. Wer hat das alles gesehen? Den Umzug-Trailer, die Zuggeschichte, das mit den Patronus-Zauber und so weiter. Sage ich dir, was ist? Das würde ich gerne öfter tun. Und das meine ich mit mich auf die Streams konzentrieren. Ja? Da habe ich, das hört sich jetzt wieder nach Jammern auf hohem Niveau. Aber wenn ich mich gedanklich, planmäßig, aufwandstechnisch auf diese Stream-Geschichten mit so Einspieler und was weiß ich konzentriere und die vielleicht sogar noch ein bisschen besser mache oder noch ein bisschen mehr mache, dann kostet es weit mehr Zeit, als schnell irgendein How-To oder ein Kruzifixi scheißen. Ob man das jetzt glaubt oder nicht, ist mir eigentlich scheißegal, weil wer es mir nicht glaubt, der hat einfach keine Ahnung, fertig. Und darum hoffe ich, ist man mir nicht böse, wenn einfach nicht mehr so viele Videos kämen. Und wenn man es genau nimmt, wer jetzt sagt, oh ja, aber die Videos, es kämen doch schon seit 2 Jahren keine wirklichen Videos mehr wie damals. Aber es ist ja für mich nicht ganz einfach, davon loszulassen. Sagen wir es jetzt einfach, wie es ist. Davon gedanklich loszuwerden, denk nicht mehr über diese Scheiße nach. Du musst das nicht machen. Ich glaube, ich muss es nicht machen. Ich weiß es nicht. Und dafür suchen wir uns was anderes, auf was ich Bock habe. Und das ist einfach die Geschichte mit Stream, ein paar Shorts raushauen, die vielleicht auch die verlorenen Aufrufe im Kanal auffangen, was sie übrigens mehr als genug tun, um ganz ehrlich zu sein. Sogar, ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben mehr Watchtime und mehr Aufrufe als jemals zuvor. Mal so nebenbei. Oder seit sehr langer Zeit, sagen wir es so. Ja, und ich versuche mir Mühe zu geben und nicht da irgendwie jetzt jeden Scheiß aussieht zum Scheißen. Außerdem muss man in dieses Short-Thema vielleicht auch erst ein bisschen reinwachsen. Was funktioniert nicht. Funktioniert es, wenn man theoretisch. Manchmal gibt der Stream keinen Short her. Oft gibt wahrscheinlich ein Stream keinen lustigen Moment für einen Short her. Manchmal gibt der Stream einen lustigen Moment her für 3. Ist dann gut, jeden Tag eins zum Posten, mehrere an einem Tag, bloß einen in der Woche, alle 2 Wochen. Was weiß ich? Ich muss da erstmal. Habe ich auch keine Ahnung. Einfach mal was Neues. Wie oft redet man da jetzt schon davon, machen wir einfach mal endlich was Neues. Das heißt aber auch nicht, dass ich jetzt öfter streame. Wenn ich das tue, dann sage ich euch einen festen 3., 4. Tag. 4 werden es nicht, könnt ihr mal Gift draufnehmen, ich werde nicht 4 Tage in der Woche streamen. Es dauert genau 3 oder 4 Wochen, dann habe ich keinen Bock mehr und dann hören wir ganz auf. Einfach öfter, das habe ich schon einmal versprochen, ich weiß. Ich habe es schon einmal versprochen und ich mag es nicht versprechen. Aber dahin geht der Gedanke, einfach 1, 2 Mal im Monat am Wochenende zusätzlich streamen. Warum nicht? Vielleicht einmal am Sonntag auf die Nacht, vielleicht einmal einfach am Freitag, was weiß ich, wann ich halt Bock habe. Montag und Mittwoch bleibt, wie es ist. Und schauen wir mal, wo das hinführt. Hat da irgendjemand ein Problem damit? So, jetzt lese ich einmal. Herr Kulzer, Ihre Meinung ist mir wichtig, Sie sind schon sehr lange dabei. Mach einfach dein Ding und gut ist. Wenn Video, dann Video und wenn nicht, dann ist keiner böse. Da sprichst jetzt du. Bei dir weiß ich ganz speziell, du bist ein erwachsener Mann mit allen Beinen im Leben. Mit Familie, mit alles. Dass dir nicht wichtig ist, dass ich alle 3 Tage lang theoretisch irgendeinen Dünnschiss mache, das ist okay. Das verstehe ich. Aber ich weiß nicht, ob du die ganze Community repräsentieren kannst. Darum frage ich halt auch. Und es ist mir eben nicht wurscht, was mit meinem Kanal passiert. Ja? Natürlich ist mir nicht wurscht. Mittlerweile steckt so verfickt viel Arbeit drin, dass ich mir denke, irgendwo 5 Sekunden nachdenken, bevor du irgendwas tust, so jetzt halt schon auch. Der Binner schreibt, was der Chef macht, ist mir wurscht. Wenn er ganz aufhört, fahre ich nach London mit der Erika. Ihr braucht nicht in den Hosen scheißen, ich höre nicht ganz auf. Aber ich muss halt endlich von dem Gedanken weg Video machen. Ach Gott, ich mag eigentlich nicht. Ich habe so viele Videos gemacht, Alter. Sagen wir es jetzt auch, wenn mir irgendjemand blöd kommt mit, ich mache ja bloß einen Schwarz wie die anderen. Nein, sag ich, Alter, ich habe so viele scheiß Videos gemacht mit einem Aufwand, wo ganz TikTok bloß träumt davon. Ich darf das. Das nehme ich mir jetzt einfach außer.
Was haben wir noch? Bis zur Renten, egal was, Punkt, merci an dir. Euch braucht sich keiner bei mir bedanken, Freunde. Mach das, was dir erfreut macht, Ende, der Kern bleibt. Sehr schön. Bleib wie es bist, mach was du willst, wir lieben dich. Wo Bürgerin-Stream? Alles kann, nix muss. Das trifft's doch gut. Wie deine Clips beim Flight Simulator während dem Stream, die waren legendär. Steht auch, dass die in deinem Hogwarts-Video überall ein bisschen versteckt sind. Nein, den Plan, den verrate ich jetzt noch nicht, was also ein bisschen der Plan ist. Was in Kombination mit den Shorts und Einspieler und bla. Das Wichtigste ist, dass du einen Spaß dran hast, weil dann haben deine Zuschauer auch Spaß. Und du kannst da über Kochschinken philosophieren, nicht dass wir anschauen. Kochschinken ist absolut geiler Scheiß. Es ist einfach wie ein nasser Schinken. Ist einfach geil. Ich liebe es. Er faselt sich wieder um Kopf und Kragen. Sprechen ist es richtig, ja. Lass mich mal lesen. Farthest Frontier schreibt einfach einer mittendrin. Okay, passt überhaupt nicht. Bürger wird zum bayerischen Henno. Der Henno ist noch so weit weg. Ich bin so weit weg vom Henno, also aber drunter, das geht nicht. Ich bin immer noch allein da, ja. Wie soll ich das machen? Flo! Klopapier-Bowling haben wir in der Corona-Zeit auch gespielt. Danke für die Idee. Spielen wir heute noch beim Saufen inklusive deiner App. Herr Flo, ich wünsche, ich wünsche Ihnen viel Spaß und ich hoffe, sie macht noch Freude. Die ist auch schon ein bisschen in die Tage gekommen oder in die Jahre fast schon gekommen, meine Saufspur-App. Ist jemand herin, der nicht weiß, dass ich mal eine Saufspur-App gemacht habe, nur für Android? Die Leute mit iPhone brauchen gar nicht fragen. 10 donated, 10. Nicht alles auf einmal ausgeben. Und es reimt sich sogar noch. Küsschen aufs Nüsschen. Schluss jetzt mit Donations. Es war halt schon wieder 5-mal mehr als genug. Dankeschön. Küsschen. Der Sturmlakai schreibt, also, ich bin 22, dass weniger Videos kämen, ist schade, aber wenn nimmer wieder mal ein bisschen was kommt, so wie es gerade ist, wo waren wir jetzt? Dann passt's, aber solange die Streams bleiben, ist es super, du bist der Beste. Nochmal. Streams bleiben genauso, wie sie sind. Im besten Fall, dass sich die nächsten Wochen oder Monate, braucht jetzt einfach ein bisschen, mir Dinge auszudenken, bla, wie das dann in Zukunft laufen soll, dass die einfach besser werden. Natürlich gibt es dann aber auch noch normale Streams. Ich sitze nicht in jedem Stream mit einem Schwanz am Hirn da. Aber halt sich ein paar Gedanken da drüber machen. Aber ich sag das auch ganz ehrlich, ein paar so Einspieler und seit das mit den Shorts ist und so weiter und mit den Einspieler und bla, haben wir ab und zu mal in andere Kanäle vertreten. Da reagieren, wie der Volksmund auf YouTube sagt, andere Leute drauf, schauen sie das an und finden das gut. Sag ich dir auch, wie es ist. Fixt mich auch. Finde ich geil, wenn andere das da bei Twitch Clips Germany zum Beispiel, sind wir schon wieder drin, mit dem Baumheisel. Da freue ich mich einfach. Ist mir scheißegal, ob der Kanal jetzt kleiner ist oder größer ist als meiner. Wenn ich es ganz genau nehme, ist er wahrscheinlich größer wie meiner. Obwohl ich 115.000 Abos habe und er 55, glaube ich. Aber bei mir, die reagieren nicht, die profitieren von deiner Kreativität. Ja, tue ja ich theoretisch auch, wenn ich Video-Reviews mache, da werde ich mich nicht beschweren. Wenn natürlich jemand 1:1 mein Video klaut ohne Erwähnung oder sonst irgendwas, dann striken ich aus dem Leben. Ist mit mir oft genug gemacht worden. Ich darf das. Onkel Werner! Oh Gott, jetzt schaut der Onkel Werner schon wieder ganz schön groß worden, Bub! Ja, da wird's weich im Hosendiel, gell? Ja, schaust du. Ja, wenn deine Opfer an Bord haben, ist es gut. Onkel Werner, merci dir. Herr Schreiner, mach dein Ding, das ist wichtig, dass du Spaß hast, weil wenn es dir gefällt, gefällt es uns auch. Besser Mann, geht geiler Wichser. Merci dir. Das ist jetzt nicht, ich möchte euch jetzt nicht außer trällern, dass man das alle sagt. Da freue ich mich. Da bin ich jetzt auch so frei und sage mal so, das glaube ich, weiß ich. Vor allem bei den Leuten, die jetzt noch da sind und die immer in die Streams sind. Die werden nichts dagegen haben, wenn sie die Streams, wenn es vielleicht besser werden. Ob ich das hinkriege, das weiß noch keiner. Ja. Bei Resident Evil möchte ich sich als Ashley verkleiden sehen. Ich habe schon darüber nachgedacht, ob man für die nächsten Spiele was machen kann. Wenn man was machen kann, dann machen wir was und wenn nicht, dann nicht. Ich werde das nicht ankündigen, das passiert dann einfach. Und mir ist jetzt erstmal wichtig, dass ich das jetzt einmal in den Stream eingesagt habe. Mal hinausgeplappert habe. Das ist mir jetzt einfach mal wichtig, um meinen Schädel frei zu kriegen von dieser alten 5, mittlerweile fast 6 Jahre. Im Mai wird die Sache 6 Jahre alt. Mit diesem Video. Du musst ein Video machen. Haben wir gesehen, was letztes Mal rauskommt? Da sage ich sogar im Video selber. Ja, sitzt du da, wollte ein How-To machen und erwisch mich, ich hab keinen Bock nicht. Ich hab keinen Bock nicht. Das ist jetzt das erste Mal, wo es so richtig kickt. Das Video da gerade, das machst du nur, weil irgendwie eins kommen muss, damit der Kanal nicht stirbt. Videotechnisch. Nur deswegen.
Fick dich, mach einfach irgendwas, was überhaupt nicht in den Kanal passt. Ist dir scheißegal, Alter. Mach einfach irgendwas. Hör auf mit deinem Brezen, Weißwurst, Leberkäse, irgendein Dreck. Stop it. Limzep, kannst du mit dem neuen PC auch Full HD streamen? Limzep. Schnauze. Oh, ein Totenbeschwörer-Cosplay zu Diablo 4 Release, da sehe ich dich. Mr. Blackswell, da redet man im Modschmerz drüber. Hast du irgendwas geplant in Bezug auf Twitch, YouTube, Stream? Willst eins davon abschalten? Sehr gute Frage. Ich weiß nicht. Ich sag das, was ist. Ich weiß nicht. Ich sag's euch auch, trotzdem, was ich mir denke, ich tat Twitch gern abschalten. Ich sag das, wie es ist. Warum? Das sind alles Aufrufe, Watchtime, haben wir schon mal drüber geredet. Aufrufe, Watchtime für einen Kanalstream, der mir bei YouTube was bringt. Auf fucking Twitch bringt er mir einen Scheißdreck. Und sind wir einfach mal schnell so ehrlich, auf Twitch, wenn man mal die monetäre Sicht dazu sieht, ihr wisst, das ist mir nicht, natürlich ist mir irgendwo mittlerweile wichtig, weil es mir natürlich gefreut, die trotzdem sagen, über nicht wichtig ist, auch gelungen, aber deswegen mache ich es nicht, das sind Dinge, die kommen von selber. Wenn die Dinge gut sind, auf Twitch habe ich nichts davon. Aufrufe, scheißegal, Watchtime interessieren keinen, ich darf kein Partner sein, krieg keine Subs, nichts, ich krieg keine Werbung, nichts. Das ist komplett für die Katze. Aber ich habe natürlich einen Sprengi zum Beispiel. Und die ganz alt eingesessenen, oh, Twitch ist so viel besser wie YouTube. Warum? Einfach nur warum. Sagt's mir ein oder zwei brauchbare Argumente, warum. Auf YouTube kann die auf der Stelle in WQHD streamen, in 144 Frames streamen, in besserer Auflösung halt dementsprechend streamen, etc. etc. Kann ich nur nicht, weil ich zusätzlich auf Twitch stream. Twitch ist besser als YouPorn. Das ist ein super Argument. Trust me, Bro. Ich schaue dir auf YouTube und bin auf Twitch im Chat. Weil angeblich, das ist ein oft gebrachtes Argument, weil der Chat auf YouTube so viel schlechter ist wie auf Twitch. Vor Text durch. Das war's dann für euch. Es gibt ein Argument von meinen Moderatoren, dass die Moderator-Techniken für den Arsch sind. Stimme ich voll und ganz zu. Da ist YouTube meilenweit hinten neu. Ist nicht der Chat, sondern die Leute. Mein Alter und ich sind seit dem ersten Stream dabei und es passt so, wie es ist. Lizzie! Das gefreut mich. Schöner Gruß an den Mo. Bussi auf die Penisspitze, bitte. Wenn Videos kämen, ist okay, aber wenn nicht, dann gehen sie uns auch nicht ab. Der Stream ist uns lieber. Das ist, natürlich, ich sprich ja jetzt auch genau zur Audienz, die sowieso Bock hat auf den Stream, sonst war es nicht da. Das ist natürlich jetzt auch irgendwie blöd, euch zum Fragen so, habt ihr irgendwas dagegen, wenn vielleicht ab und zu am Wochenende öfter ein Stream kommt? Habt ihr vielleicht ein Problem damit, wenn weniger Videos kommen? Ist uns das scheißegal, mach einfach. Ja, irgendwie hätte es mir aber auch Dinge können. Gerade zu Streambeginn kannst du die YouTube-Crowd echt nicht geben. Du musst es ja nicht lesen. Gut, das ist jetzt fast so eine schlaue Aussage wie vom Fettsack, da oben ist der X-Button. Aber jetzt weiß ich, was du meinst. Das ist nicht der Chat, sondern die Leute. Ja, okay. Das ist auch was sich aber stark geändert hat. Streamen einfach mal testweise nur bei YouTube, die Leute kämen schon. Das ist eine Idee. Puni schreibt, bitte nicht, ich hasse den Chat auf YouTube. Ich weiß, es gibt Add-ons, aber ich schaue am TV. Auf YouTube darf ich ihn ausmachen und der gehört für mich dazu. Warum? Da ist kein Argument. Da ist einfach nur, ich hasse den Chat auf YouTube. Das ist schön für die, das ist okay. Warum auch wegen die Leute? Oder jetzt gebe ich dir selber einen Grund, den du einfach bejahen wirst, weil du selber nicht weißt, warum. Wer sind für die besten bayerischen Komiker? Das ist aber auch völlig. Nikolas, du bist völlig lost, oder? Kriegst du irgendwas mit, was ich verzeihe?
Der Max, der Quampere, du bist auch schon verdammt lang dabei. Ich hab gerade so harte Flashbacks mit der Anfangszeit von die Streams Layers of Fear und Kingdom Come Deliverance. Das war so geil, ohne Greenscreen und auf deinem abgefuckten Chefsessel mit Faye. Das war noch der Aldi-Sessel, den habe ich vorher mit ungefähr 24 Spacks zusammen... Ja, das ist lang her. Deswegen sage ich, du bist schon sehr lang dabei. Da hilft nur ausprobieren. Ich meine, ich mag euch ja auch nicht vergraulen. Wie viel Leute verlieren dann, die nicht willens sind, aus völlig hanebüchenden Gründen von Twitch auf YouTube zum Wechseln. Es gibt keinen Grund. Das ist einfach nur Gewohnheitssache, weil ihr Streams schauen, gelernt habt auf Twitch und jetzt sagt, ja, ich mag die Plattform nicht wechseln. Seid ihr dann wenigstens ehrlich. Ich meine, ich bin euch nicht besser, um Gottes Willen. Aber das ist der Grund, oder? Der Dampfler schreibt, mein Argument für Twitch ist, die meisten neuen Leute kommen über Twitch rein. Ich lese da herin wesentlich öfters als auf YouTube. Hey, da schau her, ein bohrischer Streamer. Ich glaube, dass auf YouTube auch viel mehr Leute lurken als auf Twitch. Können wir mal nachschauen. Segi? Jetzt bei so was. Segi noch am Stream. Ich sehe ja, wie viele Leute mit Abo kämen und wie viele Leute ohne Abo kämen. In den Stream herein. Glaube ich. Das versuche ich jetzt gerade rauszufinden. Lasst mich mal schauen. Nehmen wir mal zum Beispiel den ersten Sons of the Forest Stream. Der war sehr erfolgreich. Da waren immer 2000 Leute irgendwie da. Schauen wir mal. So, der hat 8200 Aufrufe. Das ist für einen Stream weil mittlerweile richtig geschmackig. Leck mir am Arsch. So, schauen wir mal. Zielgruppe. Top-Länder, na, da schau ich. Es waren 5000 Zuschauer. Und 16,5% davon waren Leute ohne Abo. Und da geht es mir schwer davon aus, es kämen nur von euch, hat jeder abonniert. Was denn das für einen Sinn mal? Es sind 500-600 Leute, die da reinkommen. Wo sehen ich bei Twitch? Ja gut, da kann ich es nicht missen. Die Follow, keine Ahnung. Ich möchte natürlich aber auch, wie so in Mama Motte schreibt, ich lurk mit Abo. Ab jetzt nicht mehr. Jetzt hat sie sich ausgelurkt, Mama Motte. Ja? Auf der anderen Seite ist mir natürlich aber schon bewusst, dass wenn ich auf Twitch nicht mehr stream, mittlerweile haben wir so viele Leute, wie viele Leute haben wir auf Twitch eigentlich? Ich muss da wieder umeinander klicken. Gut, jetzt noch 180, wie viel waren wir vorher? Hat da jemand aufpasst? Mit Sicherheit über 250. Waren wir über 300 ein? Waren wir generell ein bisschen weniger Leute, wie in den letzten 2-3 Wochen, wo 2 neue Top-Spiele gekommen sind. Hogwarts Legacy, Sons of the Forest und so weiter. 320 ungefähr. Ja, ist aber über 300. Ja, mit über 300 Leuten im Stream auf Twitch landest du in die Ranglisten relativ weit oben in die Spiele. Und das abgeben ist natürlich auch nicht ganz geil. Es ist, wie es mache, ist verkehrt. Es hat mir sehr viel gebracht, dass ich auf beiden Plattformen stream, aber ich darf halt einfach gern die mir wichtigere Plattform pushen, wenn alle da schauen daten. Aber ich gebe natürlich den zweiten, nehmen wir den zweiten Ast, wenn man so will, den gebe ich ab, wo mir auf einer anderen Plattform, den ich ja nicht sagen kann, hey, kommt auf YouTube die mich da finden. Die finden mich da einfach dann nicht mehr. Ist ja klar, weil ich da nicht mehr stream. Da glaube ich, verliere ich mehr, als das mir bringt, meinen YouTube-Kanal zum Pushen. Glaube ich. Ist jetzt mein Bauchgefühl. Weiß keiner, aber glaube ich. Der Baron schreibt, wichtigstes Argument für Twitch, du kommst dann ansonsten nicht mehr auf Twitch-Clips schauen. Ja, gut, das stimmt. Ja, okay, stimmt. Ja, ist ein Argument. Warum nicht? Der Black Sun schreibt, Achtung, wenn sich jemand so viel Mühe gibt mit so viel Text, dann lese ich das auch vor. Puni. Erst der Puni, dann der Black Sun. Na, auf Twitch hast du halt ein kleineres Bild, aber dafür ein Chat extra. Bei YouTube ist das ganze Bild mit dem Chat blockiert und das mag ich halt nicht. Du hast vorher gerade geschrieben, du bist am Fernsehen, gell? Da ich selber kein Twitch am Fernsehen nicht habe, ich schaue sehr viel YouTube am Fernsehen, weiß ich natürlich. Ist ja eine Komfortsache, ist okay. Bei YouTube das ganze Beutel mit dem Chat blockieren und das mag ich halt nicht. Klar kann man den Chat ausschalten, aber dann fehlt mir persönlich halt was. Weißt du, was du tust? Ziehst dein Handy aus und machst den Chat da auf. Ist, weiß ich nicht, vielleicht bist du selber noch nicht, du hast einfach nicht drüber nachgedacht. Das ist jetzt keine Geschäftlerei, entschuldige. Aber machst du einfach als YouTube-Video, tust du auf Pause und machst den Chat am Handy auf. Wenn der wichtig ist. Aber
Argument lasse ich zählen, da ich selber viel Internet-Content am TV konsumiere, lasse ich zählen, zum Beispiel. Black Sun. Für mich bietet Twitch die bessere Übersicht an Streams im Allgemeinen. YouTube sehe ich als reine Mediathek. Mal nebenbei dort Livestreams zu suchen oder durch Zufall zu erklicken, grenzt an ein Wunder. Der Rest dürfte Gewohnheit der jeweiligen Nutzer sein. Auf das ist halt das einzige Argument, das ich auch habe, und ich kapiere es bis heute nicht, warum ein Milliardenkonzern wie YouTube nicht imstande ist, so eine anständigere Übersicht für Streams zu finden und zum Programmieren und zu gestalten, dass man Streams finden kann. Aber seien wir uns ehrlich, da ist die bei Twitches auch beschissen. Du wirst nie, außer du bist so einer, der mich interessiert jetzt Spiel XY, ist vielleicht schon etwas älter, nichts Aktuelles, da sitzen Leute drin, die haben maximal, der erste hat 100 Zuschauer, es hat 28 Seiten und jeder Stream hat 5 Zuschauer. Das ist wirklich gut. Hat Twitch überhaupt sowas wie einen Algorithmus? Weiß nicht. Weiß nicht. Twitch fühlt sich streamiger, das ist richtig. Weil es halt nur in der Suche und in die Vorschläge nur Streams gibt. Auf YouTube ist das andersrum. Und ich bin auch immer noch beim Binder, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Wenn du das gewohnt bist, dann wechselst du ganz ungern die Plattform. Ist einfach so. Twitch passt eher zu Livestreams, YouTube eher zum Videoschauen. Das ist eine reine Gewohnheitssache, was du jetzt da sagst. Das bist nur gewohnt, das ist alles. Ich kann nicht beschreiben, warum, aber so fühlt sich das richtig an. Ja, weil du die Plattformen selber so konsumiert hast und weil der halt natürlich YouTube jahrelang einprügelt hat, Video und Twitch gibt es nur Streams. Theoretisch gibt es aber beides auf beiden. Aber ganz ehrlich, schaut irgendjemand VODs auf Twitch? Ist irgendjemand so geistig verwirrt, dass er VODs nur auf Twitch schaut? Gut, wenn es es nirgendwo anders gibt und ich mag es unbedingt sehen, kann ich es einigermaßen nachvollziehen. Aber dann schaue mir doch den Stream nicht nachträglich an, wenn ich weiß, den gibt es auf YouTube. Auf YouTube kann man die Qualität vom Stream, ihr, ja, als Zuschauer, könnt die Qualität vom Stream oberstellen, wenn euch das Internet zu langsam ist. Geht auf Twitch auch nicht, solange ich kein Partner bin. Zumindest nicht immer. Lauter so sagen. Es nervt, aber ich glaube auch, es ist, wie soll ich sagen, es ist wahrscheinlich schädlicher, als es mir bringt, wenn ich Twitch abschalte. It is what it is. Ganz im Gegenteil, lieber tue ich die Chatleute nur einen größeren... Sollen wir mal... Kann sich noch jemand erinnern, wenn wir so 2-3 Wochen lang Facebook mit dabei gehabt haben? So vor 2,5 Jahren. Kann sich da noch jemand dran erinnern? Sollen wir mal den richtigen Idiotenhaufen in den Chat einlassen? Da ist jetzt nichts gegen die YouTube-Leute, ja? Aber ich weiß schon, was du meinst. Da war auch die breite Masse der Bauernbüffin, die sich so in die letzten 2,5 Jahren von selber aufgelöst hat. Ja? Die haben halt auch gesprochen, da kommt kein Leberkass-Video mehr, da geht nicht mehr rein. Was ist denn das, was macht dann da? Der macht der Videospieler, das ist nix. Na, das ist nix. Ja, war halt meine Intention damals, wenn jetzt Facebook in das Game rein will, nimm halt Facebook Gaming mit. Ist ja wurscht, stream einfach, da habe ich auch ein paar Follower, so ist es nicht. Oh, das ist ja, Alter, wer schaut Streams auf Facebook, Alter? Da habe ich das ist doch gestern oder vorgestern, ich weiß nicht mehr wann, habe ich mir eingeguckt und habe mir geschaut, gibt es das überhaupt noch? Streamt da jemand? Keine Ahnung. Dann bin ich in Valorant eingegangen, ja, eines der größten Competitive Spiele, Multiplayer-Spiele, die es gibt. Wie viele Zuschauer hat auf Twitch gerade Valorant? Also insgesamt. Findet man das auf die Schnelle irgendwie raus? Moment, Valorant. Valorant, da haben wir Valorant insgesamt 195.351 Zuschauer. Also rund mal auf 200.000 Zuschauer. Schauen Sie gerade Valorant an. Also nur Streamer, die Valorant spielen. Und der erste hat irgendwie, ja, das wird nicht mehr so sortiert, gell? So nach erster, zweiter, nach Zuschauer. Na, sehe ich nicht. Streamt Gott und die Welt.
3500, 500, 44, 300. Nein, ist ja wurscht. So, dann habe ich gestern einmal bei Facebook Gaming geschaut. Was schätzt denn, wie viele Zuschauer Valorant auf Facebook hat? Insgesamt, das ganze Spiel. Bitte Zahlen in den Chat. Ich schmeiß dabei mir Dampfe ins Maul. 10.000, 1.000, 100.000, 5, 4.000, 5.000, 20.000, 128,31, 2.500, 1200, 150, 500k, 500k. Ich sag 12. 1,5 Millionen. Okay, ich sehe schon, da können wir nur Blödel antworten. 324. Ohne K. Also ohne K. 324. So. Ist jetzt vielleicht auch ein bisschen, vielleicht waren es auch 312. Es war auf alle Fälle irgendwas mit 310, 320, irgend sowas. Da bin ich auch da gesessen und denkt, okay, Teppich auf, Facebook Gaming, adios. Argument gegen Facebook-Streams, orange Hosenträger eines Motorsägenherstellers. Richtig. Das stimmt, ja. Ja, das ist furchtbar. Da können wir gleich auf TikTok streamen, ja. Kommen wir auf TikTok überhaupt im Querformat Gaming-Streams mal? Gibt's auf TikTok Gaming-Streams? Sag ich dir, wie es ist? Das war der einzige Content, für den ich mir auf TikTok nicht schauen darf, den ich nein machen darf. Mittlerweile lade ich ja bloß natürlich meine... Du Blödmann, die Basis ist da drüben! Es geht mir heute schon wieder so auf den Sack, wenn ich einfach einige, es fängt einfach zum Spulen und ist saulaut. Und live, gehen wir mal live. Gibt es da irgendwas im Querformat live? Kommen wir da überhaupt entdecke Live-Videos? Was tun denn Sie da? Auch was für die Arbeit morgen. Klicke um das live. Aber die sind ja nicht immer da. Achso, ja, natürlich nicht. So. Sie hat mir zum Beispiel jetzt erst davon erzählt und das passiert schon seit ein paar Wochen. Also. So, da steht jetzt sie halb knockert in ihren Jogginghosen, kocht in der Küche irgendeinen Scheißdreck und labert irgendeinen Mist. Ist das sehr ernst, oder was? Das darf man also schon Content nennen, okay. Scrollen wir mal ein bisschen runter. Ja, ich sehe nur Tussis. Ich sehe nur halbnackerte Tussis. Mit aufblasen. Ah, da ist ein Typ. Na, da ist wieder ein Tussi. Ah, sie aus dem Schlafzimmer. Oh, sollen wir vielleicht einmal einen TikTok-Stream machen, wo wir uns andere Streamerinnen anschauen? Ich ahne. Oh, ich ahne schneller wieder alten Content, als wir schauen können. Das hört übrigens nicht auf. Wenn ein Thema kommt, wo ich mich richtig schäme, das wird sich nicht ändern. Das darfst du nicht sagen. Das war jetzt also eine Frage, wenn die gleich kommt. Ich hab's im Bauchgefühl, dass ich das nicht darf. Danach muss ich das Stream halt dann, den müssen wir halt löschen. Da entsteht dann kein VOD draus. Ich glaube, du darfst auf TikTok nicht restreamen. Oh, der Jürgen von Bong schreibt, die lüge auch mit Abo. Das ist aber mit sehr viel Zeitverspätung. Ja. Schmidi! Spontan-Kruzifix, geh mal! Wie gesagt, ich glaube, ich darf es nicht restreamen. Fremde Plattformen auf Twitch sagen, ganz schlechte Idee. Warum? Ich habe genügend Reaction-Streamer auf Twitch, die YouTube-Sachen reacten. Birger Wet T-Shirt Stream, das gibt Views. Meine Frau sagt, du hast einen Zipfel auf dem Hirn. Ja, ist ein Zipfel auf dem Hirn. Was denn du, Mann? Ja, aber nicht Live-Content. Ja, okay, das stimmt. Ja, Leute, da kann schon was dran sein. Da kann schon was dran sein, ja. Hilft nicht. Aber jetzt sagt, das ist meinem Chat, da steht sogar dort im Chat, wer beigetreten ist. Oh Gott, jetzt haben irgendwelche kompletten Spackos, die derer beim Kocher zuschauen. Das ist Aznarab, die hat 2200 Follower und 4.500 Zuschauer. Auf TikTok stimmt doch auch gar nichts, oder? Naja, gut. Er ist auf TikTok. Das ist ja sehr eine geistigen Behindertenplattform. Ich werde sie natürlich nutzen für meine Shorts. Sicher, Alter. Muss ich sie lange mal tun. Ja, da hat der Sons of the Forest Stream und aus dem fucking nix fast 30.000 Aufrufe. Natürlich lade ich das da auf. Wieso denn nicht? Vielleicht kommen ein paar TikTok-Spackos zu uns in Twitch rein. Ihr werdet es ja nicht anders sagen.
Wir werden sehen. Und auf Instagram Reels lassen wir es auch auf. Für was mache ich denn? Volles Programm. Ist mir jetzt scheißegal, es wird sich viel weniger runtergeschissen. Oh Gott, ich kann den Algorithmus wählen. Ist mir scheißegal, aufgeschissen. Ich scheiß euch zu mit Shorts. Sofern es einigermaßen lustig sind. Ja, so viel schon. Wobei es einmal lustig war zum Ausprobieren, was passiert, wenn ich einfach irgendwelche random 10 Sekunden nimm von irgendwo und scheißt dir als Short ins Gesicht. Einfach total, keine Ahnung, irgendwas, mittendrin, egal. That's the Teacher. Ein großes Kompliment an dich, egal welches Spiel, du bist für mich eine lebende Legende. Alter. Wünsche dir mehr Follower als krank, weil ich Mr. Teacher, Alter. Das ist krass, sauber krass. Das ist, ich glaube, das da die eine. Ich sag das, was es ist, das glaube ich, hätte ich nicht im Kreuz. Ich hoffe, du verstehst mich, was ich damit sagen will. Es ist alles gut, so wie es ist. Aber ich darf mich gerne auf andere Sachen konzentrieren, das ist eigentlich alles. Klebt da zwar Depf, eine Twitch plus 1000 Zuschauer, mehr musst nicht da. Erstmal, wenn ich mir das andere Zeug so anschaue. Ich sag schon, ich muss mir einen Borat-Badeanzug holen und muss mich im Sommer in den Whirlpool legen. Hab's schon gesehen. So, jetzt habe ich ein paar Donations übersehen. Cinnamon, passt, dann haben wir das. Können wir jetzt ans Saufen. Das war vor 17 Minuten. Ich hoffe, du bist noch da. Küsschen aufs Nüsschen, Dankeschön. Bratenfett-Zölibat, ich hab dich nicht übersehen. Ich bin im Laberflash. Merci dir. Ich ernte Gartengeräte. Hashtag Fötzchen. Löwensepp, merci dir. So, ich dachte mal einfach einen Spontan-Stream only YouTube versuchen, dann sieht man es schon. Nein, ich glaube, ich habe damit schon wieder abgeschlossen, dass wir Twitch abstoßen. Das der man nicht. Da hoffe ich eher viel mehr drauf, dass ich endlich zumindest kleiner Twitch-Affiliate oder Partner werden darf, damit ich parallel auf YouTube streamen darf. Aber halt und fertig. Scheiß auf die Subs, für das gibt es YouTube-Mitgliedschaften. Wer das machen will, ich habe noch nie danach bettelt, nichts davon. Wer das macht, der macht es freiwillig. Ich freue mich darüber. Das ist der absolute, es ist ja eigentlich ein Wahnsinn, dass jemand, was will das eigentlich? Aber ist ja egal. Warum dann den nicht YouTube-only? Einfach, weil ich mir glaube, mit der Reichweite, wo ich entdeckt werden kann, währenddessen ich live bin, weil anders entdeckt ich auf Twitch niemand Neues, wenn ich dann nimmer bin, dann kommt ihr, so wie es jetzt alle da seid, die 250, 350 Zuschauer auf Twitch, die richtig regelmäßigen, die kommen. Der Rest von die, wie viele Follower habe ich überhaupt auf Twitch? Wie viele Follower habe ich auf Twitch? Ich weiß ja gar nichts, weil mir alles scheißegal ist. Mach einfach, wird schon passen. Wo steht denn das überhaupt? 18.800. Man hat natürlich auch einen Haufen tot, das ist mir auch klar. Aber die kriegen dann auch keine Benachrichtigung mehr aufs Handy. Zum Beispiel. Die haben einfach blub weg. Und während des Streams nicht so viel Reichweite, um neue Leute zu finden. Und da, glaube ich, beschneide ich mich mehr, als man ihr 300 regelmäßigen Zuschauer auf dem YouTube-Kanal bringt. Nur dazu ist die Hälfte von euch so ein bisschen pisst, ein bisschen angepisst, sagen, ja Gott, jetzt muss ich auf YouTube schauen. Mag aber eigentlich gar nicht. Also, ich hab nichts davon. Ich sag das, ich hab nichts davon. Und auch, reden wir wieder drüber, monetär, finanziell gesehen, ich glaube, jeder, wer schaut denn auf Twitch und hat auf YouTube eine Mitgliedschaft? Gibt es so welche? Sehr wahrscheinlich schon, oder? Wer das wirklich da will, der kann es tun. Und ganz ehrlich, von YouTube kriege ich mehr aus dieser Mitgliedschaft als von Twitch. YouTube hat 70-30, Twitch hat 50-50. It is what it is. Ja? Wahrscheinlich darf ich mich da auch noch beschneiden, wenn ich auf Twitch Partner werden darf, gleichzeitig und dort das Subs geben, dann kündigen gleich eine Mitgliedschaft, wo ich 70-30 kriege und machen wir eine Twitch-Mitgliedschaft für 50-50, wo ich weniger habe davon. Nochmal, es ist mir wirklich egal. Um das geht's nicht. Aber das ist dabei. So, da muss man drüber nachdenken. Okay? So. Dann mein du bist Staat. Dass du die Mitgliedschaft kündigst, das ist schon lange Zeit geworden. Schluss aus. Du bist jetzt mit Mimikimi. So. Dann wären wir Tier 3 Sub für 25 €. Das ist übrigens auch schon was ich schon lange machen kann mittlerweile, dass ich verschiedene Preisstufen in die YouTube-Mitgliedschaften einschreibe. Wo zwischen 1 und 200 €, glaube ich. Es bleibt bei 5 €. Fertig aus. Ich wisse doch, dass ein paar Kandidaten dabei warten, da wenn ich eine 100 € Mitgliedschaft einscheiß.
dass das irgendjemand tat. Warum auch immer. Es gibt ein paar geldgierige Wichser, die tun's. Die wiegen 200 Kilo und kommen nur dann online, wenn es gondolier ist. Machen wir nicht. Ich finde 5 Euro das ist nicht zu viel, das ist nicht zwingend, das ist einfach, 5 Euro ist bei Twitch, das ist normal einfach, das passt schon so. Da wird keiner arm und ich bin nicht reich. That's it. Österreich und Horstenbürger. Nein, gibt bei mir nur eine Stufe Mitgliedschaft. Das wird sich höchstwahrscheinlich auch nicht ändern. Außer es kämen irgendwelche Umstellungen oder sonst irgendwas. Der Schmiede schreibt, wo lebt der jetzt eigentlich? Ich sag das jetzt, wie es ist, ich mag eigentlich nicht weiter drüber schmatzen. Ich hab mal meine YouTube Analytics durchgeschaut und hab gesehen, was die Leute so für Suchanfragen eingeben, damit sie auf meine Videos landen. Und da war der Begriff dabei, von dem wir ja gerade reden. Und ich weiß nicht, wie das zustande gekommen ist und deswegen redet man nicht mehr drüber, weil die Leute mag ich nicht da haben. Ich bin zwar einer davor, aber ich will sie hier nicht drin haben. So. Der Wieselburger Beste, jawohl, hier 100 Euro Mitgliedschaft incoming. Stolzer Löwe! Oh Gott, die habe ich übersehen, Entschuldigung. Ja, ist zum Beispiel Mitglied auf YouTube, schau aber Streams immer auf Twitch. Okay. Und scheißt regelmäßig Donations ein. Löwenzepp, merci dir. Bist narrisch, 5 Euro haben mein halbes Einkommen. Das muss ja auch keiner machen. Das macht jeder einfach freiwillig. Das ist echt gestört genug. Aber gut. Hab Silt gehört, aber pst, nein, da war nur kurz. Dann hat er festgestellt, dass er mit 200 Kilo nicht im Sand laufen kann und ist wieder heimgefahren. Fette Vollidiot. So, jetzt ist es Schluss. Jetzt ist 11:15 schon wieder. Kruzifix. Ich hoffe, es tut mir leid, dass Hogwarts abgehackt ist. Ich hoffe, wir haben nur eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde ausgelaubert und es war einigermaßen interessant. Es tut richtig gut, sich das ein bisschen runtergeschmatzt zu haben, was dieses Video, Stream, Shorts, Blödel-Ding, dass sich Dinge einfach ändern werden im Laufe des Jahres. Sag ich dir, was ist. Die werden sich einfach ändern und dass ich das endlich einmal in diese Kamera hineingesagt habe und mir dann nicht ständig einen Schädel darüber zerbrechen muss. Ja, das hat natürlich jetzt bloß ein Bruchteil mitgekriegt und ein Bruchteil hat aufgepasst. Egal, hat mir sehr geholfen. Danke fürs Zuhören. Freunde der Sonne, das war vorerst der letzte Hogwarts Legacy Stream. So leid's mir tut. Bitte schaut euch alle noch mit diesem Penis so. Guter Penis, wundervoller Penis, zauberhafter Penis. Never forget. Und dann schauen wir mal, was wir demnächst zu tun. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Like da lassen für den Penis, ganz wichtig. Glocke aktivieren, auch ganz wichtig. Und dann da die sagen, Bussi auf das Nussi. Übers Wochenende, am Sonntag kommt eine neue Folge Podcast. Leider ist uns wieder mal in der ersten halben Stunde Kamera ausgefallen. Weil wir absolute Profi-Podcaster sind, sowieso, klar. Aber ich glaube, ab 27 Minuten so geht dann Kamera wieder, wie das geht, weiß ich nicht. Und ich habe einen kleinen Short vorbereitet, wahrscheinlich für morgen. Den mache ich morgen im Laufe des Nachmittags fertig und lade ihn dann auf. Ich poste es auch immer im Discord, wenn er nicht im Discord ist. Also jetzt einen Discord, ab in den Chat. Ich habe übrigens noch 20% auf alle Merch-Sachen, wer da noch irgendwas braucht. Ist sonst, haben wir sonst noch irgendwas zum Verzeihen? Weiß ich nicht. Wer mein Saufspeier auf Android spielen will, sucht mir nach Bumsuff. B-U-M-Suff. Einfach zusammengeschrieben. Viel Spaß damit. Und jetzt schleicht es euch. Wir sehen uns, ja, morgen in einem kurzen Short und spätestens nächsten Montag mit Sons of the Forest. Und am Sonntag mit einer Folge Podcast. Und vielleicht am Wochenende mit einem Stream, wer weiß das schon. Ja, diese Entscheid der Zukunftsbürger. Jetzt schleicht euch, Kruzifix, ich mag nicht mehr. Holy! Abhauen! Hashtag Strapse! Hashtag Zauberpensi! Hashtag Press F für Hogwarts Legacy. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Habe die